So. Also. Laut meinem OBS und meiner Schattenredaktion sollte ich live sein. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen den Rumpler-Simulator. Nein, den Bäckerei-Simulator. Und man hört mich doppelt richtig. Das macht nichts, ist gleich vorbei. Ich glaube, es passt so. Also, Folgendes. Meine Freundin war im Spielekaufwahn, weil Steam Herbstsale sowas, und hat unter anderem den Bäckerei-Simulator gekauft für 79 Cent. Die Bewertung von dem Spiel ist Kacke, nicht gut, Bugs über Bugs, und Käfer in einer Bäckerei sind nicht gut, sag ich euch. Und trotzdem dachte ich mir, ey, Mann, aber ich will den schon spielen. Und dann habe ich ein bisschen reingespielt und festgestellt, ja, es ist doof, es ist kacke, aber irgendwie auch voll interessant. Deshalb habe ich mir hier einen Test-Eagle-Account angelegt und wir machen jetzt das Tutorial. Wir gehen da jetzt halt einfach direkt rein. Ungefähr so. Der Greifer ist ein wirklich nützliches Werkzeug in deinem Inventar. Er entfernt die zuletzt hinzugefügte Zutat aus der Schüssel. Um ihn zu verwenden, klicke mit der linken Maustaste. Ich klicke mal. So. Ich merke aber gerade noch, einen Moment. Der Ton ist kurz weg. Was ist denn das hier? Folgendes. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr meinen Mauszeiger sehen würdet. Hab ich doch. Okay. Muss ich nur noch gucken. Zack. So, da ist der Sound wieder. Okay, legen wir los. Willkommen in deiner Bäckerei. Dein größter Traum ist wahr geworden. Mein größter Albtraum vielleicht. Du hast deine eigene Bäckerei eröffnet und bist bereit, die Stadt mit frischem Gebäck zu überfluten. Das ist jedoch erst der Anfang. Es liegt viel harte Arbeit vor dir. Bau dir einen Ruf auf, sammle Erfahrung und werde erfolgreich in der Welt des Backens. Du bist für vieles verantwortlich, aber keine Sorge, du schaffst das. Immerhin ist es das, wovon du je geträumt hast. Wovon du je geträumt hast? Okay. Deine erste Bestellung wartet auf dich. Ja, dann geht's aber los hier. Benutze WSD und A, um dich in der Bäckerei zu bewegen, und Control oder Strick, was für Strategie steht, oder Steuerung, um dich zu ducken. Verwende die Maus zur Steuerung der Kamera. Oh ja, das funktioniert. Muss mich jetzt auch bewegen. Ich habe übrigens, das große Problem an dem Spiel ist, ich muss mich hier mit Tastatur bewegen. Bin ich zu dumm für, geht halt irgendwie. Gehe nun zur Bestelltafel und drücke auf dem Ordner. Oh, da ist ein alter Ofen. Objekt erweitern, geht nicht. Das ist schon mal saugefährlich. Ihr Leute, wenn ihr das seht, macht das nicht. Was ist denn das da? Die haben da das Feuerding. Erstens mal ist da Holzboden in der Bäckerei. Weißt du, wie scheiße das zu reinigen ist? Zweitens mal, was soll denn das da? Was ist denn, wieso, wenn da befeuert wird und das fällt auf den Holzboden, geht's noch? Alter, dann mach wenigstens so ein Blech unten hin oder so. Da kriege ich jetzt schon die Krise. Ist ja auch egal. So, was haben wir hier? Press me. Das ist der Boost. Okay. Wir gucken uns noch um. Übrigens, sorry, dass ich hier so rumzappel. Ich muss halt mit der Maus spielen. Und das kann ich nicht. Und ich habe schon die Sensitivität ganz runtergestellt. Mix Serious. Maschine starten. Geht auch nicht. Ist kaputt. Ja, egal. Ich gehe zur Bestelltafel. Das ist das da. Und drücke auf dem Ordner. Also. Drücke R, um fortzufahren. Also, so fängst du von nun an deine Arbeit an. Okay, warum ist weiter mit R? Egal. Links finden Sie... Wieso siezen Sie mich jetzt? Keine Ahnung. Links finden Sie eine Liste der Geschäfte mit aktuellen Bestellungen. Jetzt ist nur noch eine Bestellung verfügbar, aber später im Spiel kannst du mehr als eine Anfrage aus einer viel längeren Liste auswählen. Super.
Auf der rechten Seite findest du eine Karte mit markierten Geschäften. Wir haben nur eins. Auf dieser Grundlage kannst du den Standort der Bestellungen überprüfen und entscheiden, in welchem Teil der Stadt du eine Lieferung machen möchtest. So. Wähle nun die verfügbare Bestellung aus und drücke. Okay, ich drücke linke Maustaste. Aha. 3 Frühstücksbrötchen. Muss ich das wirklich in 5 Minuten machen? Die können ja gar nicht, die werden ja gar nicht reif in 5 Minuten. Belohnung 150 Geld und 5 XP. Alles klar. Nachdem du eine Bestellung ausgewählt hast, erscheint sie auf der Bestelltafel. Drücke linke Maustaste auf der Tafel, um sie entgegenzunehmen. Also. Drücken Sie R zum Fortfahren. Ich muss immer auf der Tastatur gucken, wo R ist. Also WASD finde ich noch. Und Steuerung 10, Steuerung V und Steuerung A und Steuerung X. Aber bei R hört es auf. Okay. Um das Radialmenü zu öffnen, drücke Tab. Hier ist das Radialmenü, in dem du zwischen mehreren Werkzeugen und Kategorien wechseln kannst. Anpassung, Backzubehör, Position zurücksetzen, Anruf wegen Verspätung, Rezeptbuch. Okay, R wieder drücken. Rezeptbuch auswählen, das war... Hier sind alle Rezepte, die du bereits kennst. Im Moment sind es nicht so viele, aber keine Sorge, mit jedem neuen Level lernst du neue Lesezeichen. An der Seite erleichtern die Navigation. Also da war ein Punkt dazwischen. Lesezeichen an der Seite erleichtern die Navigation. Frühstücksbrötchen. Okay. Erstmal R drücken. Jede Rezeptseite enthält Informationen über die Schritte zur Vorbereitung der Bestellung sowie Zutaten, Temperatur, Mischzeit und Backzeit. Das ist mir jetzt schon zu kompliziert, hey. Wer macht denn sowas freiwillig? Keiner. Die wollen alle Geld dafür haben. Drittens abbrechen. Mit den Pfeilen kannst du die Anzahl der zu backenden Produkte auswählen. Das Rezept wird entsprechend angepasst. Ich sehe keine Pfeile. Okay. Drücke Escape, um das Rezeptbuch zu schließen. Sammle die richtige Menge einer benötigten Zutaten in einer Schüssel. Denke dran, nur jene mit der besten Qualität aus. Ja klar, weil die Bäcker nur Zutaten von bester Qualität nehmen. Und dann ein Brötchen für 3,50 Euro verkaufe. Alle gesammelten Zutaten in die Schüssel des Mixers geben. Mixe die Zutaten für 20 bis 35 Sekunden, um den perfekten Teig zu bekommen. 20 bis 35 Sekunden, das ist ziemlich wenig. Denk dran, solange das Mixen verdirbt, dann ist ja auch egal. Kriegen wir schon hin. Escape. So. Die Checkliste ist auf der rechten Seite des Bildschirms zu sehen. Schlauerweise habe ich den Chat auf die linke Seite getan. Sie hilft dir, dem Rezept zu folgen und es perfekt zu vervollständigen. So, dieses R, kann ich nicht auf Space drücken? Ne, ich muss R drücken zum Fortfahren. Bist du bereit zum Backen? Ja, gut. Drücke linke Maustaste auf der Schale, um sie aufzuheben. Hallo? Ich drück, ich muss näher dran. Wo ist ein WASD? Da. Junge, das ist übel. Diese Schüssel ist durchschnittlich und klein, aber keine Sorge. Während des Spiels kannst du größere und professionellere Schüsseln freischalten. Das ist super. Das ist doch mir egal. Du kannst dann auch deine Kapazität aktualisieren. Cool, ich kann meine Kapazität aktualisieren. Ja, da freue ich mich aber. Wo ist die R-Taste? Jetzt ist es an der Zeit, die benötigten Zutaten zu sammeln. Geht zum Zutatenregal. Das ist hier. So, also R. In der unteren linken Ecke des Bildschirms findest du die Messlöffel. Tatsächlich. Für den Moment brauchst du nur einen 1 Gramm pro Milliliter Messlöffel. Du kannst die Zutat einsammeln, indem du jedes Mal, wenn du den Messlöffel benutzt, auf linke Maustaste klickst oder die Taste gedrückt hältst. Wenn du sie festhältst, füllt sich der Löffel nach und nach wieder auf. Wir brauchen... Alter, was geht mit der Musik? Wir brauchen Weizenmehl, Wasser, Milch, Hefe, Zucker, rühren, formen, 200 Grad backen. Also im Ofen. So. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Deshalb solltest du dazu die besten Zutaten verwenden. Das Frühstücksbrötchen liefert dir alle essentiellen Nährstoffe, die dir helfen, bis zum Abend zu arbeiten. Mittagessen gibt's nicht. Schnapp dir ein Brötchen, genieße einen leckeren Snack. Klar, so ein gutes Weizenbrötchen liefert alle wichtigen Nährstoffe. Alle. Weizenbrötchen. Bestimmt von einem Ami gemacht worden. So, ich brauche Mehl. So, und jetzt passt auf. Bis hierhin bin ich gekommen beim Probieren und fast verzweifelt, weil ich, das ist Hefe, kein Mehl in die Schüssel machen konnte. Hier, ich klick. Man hört es halt nur nicht, aber ich klicke. Der Witz an der Sache ist, ich muss Butter reinmachen.
Ja, aber das ist doch falsch. Upsi. Sieh dir die Checkliste an. Du hast wohl die falsche Zutat hinzugefügt. Was wirst du tun? Jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, siehst du neben dem falschen Schritt das Symbol. Da oben. Ja, okay. Keine Sorge, dieser Fehler kann leicht behoben werden. Du kannst nur die zuletzt hinzugefügte Zutat entfernen, indem du auf den Zutatenbehälter zeigst. Achso, da. Ich muss noch weiter drücken. Klicke einmal rechte Maustaste oder halte rechte Maustaste gedrückt, um die Menge der entfernten Zutaten zu steuern. So. Meine Schüssel sieht aber auch ziemlich versaut aus. Cool. Aber was tun, wenn mehr als eine Zutat in der Schüssel falsch ist? Du kannst diese mit dem Abfallbehälter entfernen. Wo ist denn der? Ich werde dir mal zeigen, wie es funktioniert. Lege die markierte Zutat mit Dingens wieder in die Schüssel. Okay. Geh nun zum Mülleimer und drücke linke Maustaste, während du auf ihn zeigst. Das ist alles. Deine Schüssel ist jetzt wieder leer. Denk daran, mit dieser Methode kannst du den ganzen Inhalt der Schüssel loswerden. R-Taste. Du kannst den Abfallbehälter auch verwenden, um andere Dinge wie verbranntes Brot oder gebrauchte Brotformen wegzuwerfen. Junge, aber denk dran, wenn ihr da Mehl und Wasser und Hefe reinschmeißt, das gärt. Irgendwann macht der Mülleimerdeckel und der ganze Quatsch läuft raus. Ist auch egal. Wie auch immer, zurück zum Backen. Schau dir das Zutatenregal an. Es scheint, dass eine der Zutaten, die du brauchst, fehlt. Keine Sorge. Hier kommt die Rubrik Backzubehör im Radialmenü zur Anwendung. Zuallererst mal muss ich die Butter hier rausmachen. Geht nicht. Drücke Tab, um das Radialmenü zu öffnen und wähle Backzubehör. Das ist das hier. Weizenmehl fehlt. In der Rubrik Backzubehör kannst du fehlende Zutaten kaufen. Die sind in 3 Kategorien unterteilt. Mehle, Flüssigkeiten und Sonstiges. Muss ich auch Wasser kaufen? Wähle nun das fehlende Produkt aus. Klick. 150 Gramm. Und es kostet 1,2 Geld. Das ist teuer. Ich weiß halt nicht, wie viel Geld ist, aber drücke kaufen, um für das Weizenmehl zu zahlen. Kosten, Mittel, Kontostand. Gekaufte Produkte kommen nicht sofort in deiner Bäckerei an. Ja, wie soll ich denn dann backen? Normalerweise musst du auf die Lieferung warten, um sie zu bekommen. Das kann ein wenig lästig sein, oder? Ja. Du kannst den Lieferprozess jedoch beschleunigen, aber Vorsicht, das kann etwas kosten. Drücke U bei Weizenmehl, um den Lieferprozess zu beschleunigen. Wo ist U? Da drüben, Junge. Es gibt einen einfachen Trick, der dir hilft zu vermeiden, für eine schnellere Lieferung zu zahlen oder auf die Zutaten zu warten. Kaufe einfach alle fehlenden Produkte, bevor du eine Bestellung wählst. Wahnsinn! Mit einer guten Vorbereitung sparst du so etwas Geld. Also, das Spiel sagt dir jetzt quasi, wenn du alle Zutaten, die du brauchst, dir vorher beschaffst, dann brauchst du sie, wenn du sie brauchst, nicht kaufen, weil dann hast du sie schon. Alter, hier lernt man was. Unglaublich. Unglaublich, sage ich dann nur. Wo ist die R-Taste? Jetzt mit allen notwendigen Zutaten kannst du endlich mit der Vorbereitung deiner Bestellung beginnen. Nee, kann ich nicht, weil meine Schüssel noch voller Butter ist. Jetzt kommen wir zum Messlöffel-Tool. Jetzt können wir zum Messlöffel-Tool zurück und so. Schau mal, diesmal kannst du verschiedene Größen des Messlöffels wählen. Um die Größe zu ändern, drücke E und Q oder drehe das Mausrad. Oh, das ist 500 Gramm Messlöffel. Oh, guck mal, die Löffel ändern sich sogar. Das ist ja cool. So. Okay. Moment. Bäcker. Geiles Ringbuch ohne Ringe. Achso, ja. Geiles Tutorial. Misch alles zusammen, schmeiß es weg, kauf neue Zutaten und mach es nochmal. Okay, stimmt. Ja, das ist definitiv. So, also. Habe ich gemacht. Du kannst die Zutat aufnehmen, indem du jedes Mal, wenn du auf den Löffel benutzt, das haben wir schon gemacht. Schütte die Zutaten in die Schüssel. Ich würde gerne den Butter loswerden. Butter. Da ist doch noch Butter in der Schüssel. Das geht doch nicht. Ich habe doch noch Butter in der Schüssel. Siehst du das nicht? Ja, okay, dann nehme ich... Wie viel brauche ich denn da? Moment, wie war das? Tee. 150 Gramm Weizenmehl. Haben wir 150... Oh, das ist ja... So. Ah, das war Hefe. Oh, das war schlecht. Ich will es wieder rückgängig machen. Jetzt habe ich 6 Gramm Hefe da drin. Ich will es wieder... Mann! Wer stellt dann aber auch die Hefe über das Mehl? Das macht man doch nicht. Jetzt muss ich zum Mülleimer. Es geht schon gut los. Ich
kann die Zutaten nicht in die Schüssel schütten. Moment, wie viel Hefe brauche ich? 6 Gramm. Ach so, ich habe das Überschüssige Ach so, ja, okay, das stimmt doch alles. So, jetzt brauche ich aber Weizenmehl. 150 Gramm. Dann nehmen wir hier 50 Gramm und dann nochmal 100 Gramm. Ja, geil, oder? So. 60 Milliliter Wasser. Dann nehmen wir 50 Gramm und dann nochmal 5 und nochmal 5. So, Junge, das grenzt an Arbeit. Milch brauchen wir da auch. Gibt es ein Milchbrötchen oder was? 60 Milliliter. Dann machen wir dasselbe wie eben. So, und jetzt 50. Okay. Jeder wiegt Flüssigkeiten mit einer kleinen Schaufel ab. So, 3 Gramm Zucker. So. 1, 2. Ach, das war schon. Hatte ich schon Zucker drin oder was? Gute Arbeit. Jetzt kannst du alle Zutaten mischen. Ja, dann. Um die Backofentür zu öffnen, drücke... Wieso soll ich die Backofentür öffnen? Ich muss die doch erstmal mischen. Was willst denn du von mir? Da. Mixen. Drücke nun die Taste am Mixergehäuse und warte, bis der Teig fertig ist. Achte sorgfältig auf das Steuerelement, damit ihr den Teig nicht zu sehr mixt. Zeig ich mal her, ist da überhaupt ein gescheiter Knethaken drin? Kann ich nicht erkennen. Gut. Ich hoffe, ich kriege eine Zeit angezeigt. Okay. Meinst du nicht, dass der Mischvorgang etwas kürzer sein könnte? Wir haben die perfekte Lösung dafür. Aufrüstung der Maschine. Um Erweiterungsoptionen zu prüfen, zeige auf die Schüssel des Mixers und drücke die Taste U. Junge, ich sag dir jetzt was. Der hört auf. Guck mal, der mixt nicht mehr. Muss ich jetzt selbst zählen oder was? Oder muss ich jetzt wirklich hier U? Okay. Du siehst eine Upgrade-Option. Drück einfach den Kaufbutton um. Junge, wir haben einen funktionierenden Mixer. Ich brauche kein Upgrade. Ich brauche vielleicht eine neue Uhr, weil die hört auf, bei 9 Sekunden hört sie auf zu zählen. So, kaufen. Nach dem Kauf des Mix-Upgrades erscheint der Turbo-Modus. Halte die Mixer-Taste während des Mischvorgangs gedrückt, um den Mischvorgang zu beschleunigen. So, wie lange müssen wir das machen? 30. So, 31 Sekunden. 20 bis 35 hieß es. So. Drücke linker Button auf den Mixer, um den Teig wieder in die Schüssel zu geben. Ich würde ihn gerne... Das ist doch... Guck dir doch mal die versaute Schüssel an. Da hängt ja noch die Hälfte drin. So, den Teig auf das Formbrett legen, anschließend den Teig in kleine Portionen teilen und formen. Wo ist denn das Formbrett? Das da ist das Formbrett. Was ist denn das da für ein Ding? Wow. Brötchen werden mit bloßen Händen geformt. Stelle die Schüssel auf den Tisch in der Mitte der Bäckerei. Anschließend muss der Teig in kleinere Portionen aufgeteilt und geformt werden. Drücke die... Du hast doch gerade gesagt, der muss in kleine Portionen aufgeteilt werden. Dann nimmt man sich einen Schaber oder Schlesinger oder wie auch immer ihr das nennt und hackt den erstmal klein. Außerdem brauchst du eine Waage. Du willst ja erstmal wiegen. Du willst ja nicht ungleichmäßige Brötchen haben. Achso. Es gibt verschiedene Arten von Gebäck, von Baguettes bis Croissants. Ja, was ist mit Brot? Wenn du mehr und mehr Erfahrung gewinnst, wirst du lernen, wie man verschiedene Formen erstellt. Aber jetzt musst du Brötchen formen. Ja, R-Taste drücken. Wähle die Brötchen aus dem Radialmenü aus, um sie zu formen. Teigteilen ist das erste Minispiel. Ach, guck mal, da ist ein Schaber. Gut. Warte, bis die Anzeige den grünen Bereich erreicht und drücke die Spacebar. Wenn du das im roten oder gelben Bereich tust, erhältst du Minuspunkte für die Endnote. Ah ja, weißt du, dann hast du den Schaber so schief und dann Handgelenk gebrochen. Keine Ahnung, wenn es Salzteig ist oder so, ich weiß es nicht so. Also, Spacebar. Bam. Ah, bin ich gut oder was? Und noch ein. Das war's schon. Den Teig zu formen ist das zweite Minispiel. Schnapp dir den Ring und beweg die Maus, dass die Bilder mit ihren Schatten übereinstimmen. Kann ich den jetzt halt einfach nehmen und cleaven? Ich meine, das ist nur ein Brötchen. Da musst du kein großes Geschick haben. Machst so auf den Tisch. Bam, fertig. Schnapp dir den Ring und beweg die Maus, dass die Bilder mit ihren Schatten übereinstimmen. Alter! Ach so, ich muss in die andere Richtung drehen. Scheiße, Mann. Ich sollte ein Frühstücksbrötchen machen und jetzt habe ich ein Brezel und ein Brot gebacken. Nicht schlecht. Jetzt legt er eine frisch geformten Brötchen auf das Tablett.
Um dies zu tun, achso, halte das Tablett und klicke auf die Brötchen, um sie zu bewegen. Du kannst auch ein Brötchen an einem bestimmten Zeitpunkt nehmen und es auf das Tablett legen. Was für ein Tablett? Die liegen doch schon irgendwo drauf. Okay. Du kannst auch ein Brötchen an einem bestimmten Zeitpunkt nehmen. Was willst du von mir? Junge, das ist kein Tablett. Ich habe mir gerade das Brötchen in den Schritt gedingst. Ach so. Ach so, das soll bedeuten... Ah, ach so. Guck mal. Hallo? Ablegen. Ablegen? Ah, falsche Taste. Achso, und das mache ich jetzt mit all... Ui, das ist aber schon nervig, ne? So, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, wir sind einarmig. Jetzt geh doch da drauf. Ach, ich muss das an eine bestimmte Stelle legen. Oi, 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 oi. Wie, was ist kein Stockteig? Ach so. Jetzt ist es Stockteig. Guck, da am Stock hängt's. Mann, ich brauche einen Witzeerklärer. So, es ist endlich Zeit, deine Brötchen zu backen. Allerdings hast du zurzeit nur einen alten Ofen. Mach dir keine Sorgen, du wirst später im Spielverlauf bessere Öfen erwerben. Glaubt ihr allen Ernstes, dass eine Bäckerei einen Ofen hat, immer so das neueste Modell? Das ist jetzt 1 Jahr alt, das ist total veraltet. Wir brauchen einen neuen Ofen, Chef. Ja, natürlich, kaufen wir gleich einen neuen Ofen. Kannst du verbecken. Kannst du vergessen, Junge. Die Öfen in einer kleinen Bäckerei, ey, ohne Scheiß, das Material, die Geräte, die da stehen, da sind stellenweise noch Wagen, wo du diese Gewichte da drauf machen musst. Und nicht mal eine Digitalwaage, sondern so richtig Gewichte noch drauf machen. Ja, das ist von 1960, das war ein super Ding, das funktioniert doch noch. Und genauso ist es mit dem Mixer oder mit der Teigmaschine oder was weiß ich was. So, also, was muss ich machen? R drücken. Um die Backofentür zu öffnen, muss ich erstmal hingehen. Okay, stelle die Schüsseln mit Brötchen in den orange markierten Bereich im Ofen. Das ist doch keine Schüssel, das ist doch ein Blech. Schließe den Ofen und warte, bis die Brötchen fertig gebacken. Au! So. Wie lange brauchen die? 25 bis 40 Sekunden. Aber sei vorsichtig, dieser Backofen hat keinen Timer. Daher ist es wichtig, den Backprozess von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Na, aber auch noch. Aber nicht so viel. So, ich muss R drücken. Du kannst den Zustand der Brötchen überprüfen, indem du auf die Ofentür zeigst. Wenn das Backsteuerelement erscheint, siehst du den Timer für jedes Produkt sowie den Status des Backprozesses. Das habe ich schon geschnallt, ne? Wie lang? 100%, 25 Sekunden. Die sind aber noch ein bisschen hell, oder? Ich meine, ja, okay. Ja, geht eigentlich so. Die Lieferkiste befindet sich neben der Tür. Die Menge der Lieferkisten wird immer durch die Anzahl der Bestellungen, die am aktuellen Tag abgeholt hast, bestimmt, Gedönse. Das ist doch... Das ist doch Wurstkiste. Also, R drücken. Jede Lieferkiste hat das Logo des Kunden auf der Seite, um dir zu helfen, die richtige Kiste zu identifizieren. Diese wird an die 5-Minuten-Bakery geliefert. Aha. Da ist gerade eine Kiste erschienen. Während du das Blech mit dem gebackenen Gebäck hältst, drücke linke Maustaste auf der Kiste, um die Brötchen hineinzulegen. Also da habe ich ja gleich mal wieder was zu meckern. Das ist eine Plastikkiste mit Deckel. Junge, ich habe hier heißes Gebäck. Wenn du da einen Plastikdeckel drauf machst, dann werden die doch ganz knatschig. Was ist denn da los? Du brauchst doch eine Kiste, einen Korb, also wo so Löcher drin hat. Du kannst doch nicht, das geht doch nicht. Machst vielleicht ein Tuch drüber oder so. Das geht nicht. Nee, das will ich nicht. Mein gutes Gebäck, haben wir keine gescheiten Kisten. Nimm sowas zum Beispiel, das ist noch in Ordnung. Die ist ein bisschen atmungsaktiv, weißt du, aber... Ja, okay, mach ich sie halt rein. Aber dann nicht motzen. Nicht motzen. Wenn die Brötchen hier weich und knatschig sind. So, okay, nun der letzte Schritt. Es ist Zeit, die Brötchen für die Lieferung vorzubereiten. Was soll ich denn da noch vorbereiten? Soll ich noch hier
Tätscheln oder was? Hebe die Kiste mit der linken Maustaste auf, stelle sie in die orangefarbene Markierung im blauen Bereich neben der Tür. Die orangefarbene Markierung im blauen Bereich, okay. Die Kiste wird dann zum Lieferwagen gebracht. So. So. Denke daran, dass du später im Spiel Kisten übereinander stapeln kannst, um mehrere Aufträge zu liefern. Ja, ja, ist schon recht. Jetzt ist die Bestellung zur Auslieferung bereit. Gehe zur Tür und drücke linke Maustaste, um die Bäckerei zu... Ich will aber nicht. Was ist denn das jetzt für ein Kack? Muss ich das ausliefern? Ich bin doch Bäcker. Das ist halt eine Kleinbäckerei, da fährt der Chef noch selbst aus. Hier kannst du auswählen, welche Bestellung du liefern möchtest. Du hast nur eine Bestellung verfügbar, also haben wir sie bereits für dich ausgewählt. Dankeschön. Drücke die Taste in die Stadt verschieben, um in die Stadt zu gelangen. In die Stadt verschieben? In die Stadt bewegen, ja, das ist besser. Denk daran, deinen Kunden die besten Qualitätsprodukte anzubieten. Dies wird dir dabei helfen, ganz schnell Text zu lesen. So. Glitzernde Stadtmitte. Weinende Gassen? Was? Das ist noch nicht das Ende deiner Aufgabe. Die Auslieferung der Bestellungen ist ebenso wichtig wie die Vorbereitung. In diesem Teil deiner Arbeit musst du so schnell wie möglich sein. Oha. Bitte denk daran, den Timer oben auf dem Bildschirm zu beachten. Ich habe hier keine Timer. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Ich hoffe, dass ich gescheites Navi habe. Später im Spiel kannst du einen Kurier anheuern, der die Bestellung für dich ausliefert. Das wäre schön, oder? Ja. In der linken unteren Ecke siehst du eine Minikarte, die dir hilft, durch die Straßen der Stadt zu navigieren. Um die gesamte Ansicht der Gegend zu überprüfen, öffne den Stadtplan. Bevor wir weitergehen, drücke Tab, um das Radialmenü zu öffnen. Ich würde gerne den Stadtplan öffnen. Hier findest du einige nützliche Tools, die dir bei der Lieferung helfen könnten. Was? BTA, Weizen City? Ach so! BTA White City. Okay, das hat... Sorry, ja. Also, nützliche Tools. Anruf wegen Verspätung. Kann ich jetzt klar anrufen. Bestellung ablehnen. So. Karte. Okay. Nee, ich will den Stadtplan eigentlich öffnen. WASD und Spacebar zum Bremsen, Alter. Bin jetzt schon falsch, oder? Mach Platz. Ich hab's eilig, ich bin Bäcker. Junge, was ist denn das überhaupt für ein Auto hier? Platz so. Moment, wo muss ich hin? Bin ich noch richtig? Oh, ist das... Hier ist das nicht. Das ist voll realistisch, das Spiel. Da irgendwo. Ah, da hier. Aua. So, liefern mit R. 5 Minuten Bakery. Ich war sogar schneller wie 5 Minuten. Also, ja, aber ich bin eine 5 Minuten Bäcker, nicht 5 Minuten Auslieferer. So. Man sind mir gut oder was? Heutige Belohnungen: goldenes Brot, Sauerteigstarter, ach du Scheiße, und plus 300 Schüsselinhalt. Ich habe eine größere Schüssel gekriegt, oder kriege ich einfach ein bisschen eine Zange, wo ich den Rand umbiegen kann die Schüssel breiter machen. Das gibt gar keinen Sinn. Okay. Vielleicht ist es an der Zeit, eine kleine Pause vom Backen zu machen. Sorry, ja. Weißt du, was immer lustig ist? Eine Verjüngungskur. Es ist Zeit für eine Bäckerei-Renovierung, um ihr ein frisches Gesicht zu geben. Alter, kein Kunde geht in die Bäckerei. Also schon vorne in den Verkaufsraum. Ja, natürlich soll der gut aussehen. Aber hinten die Bäckerei. Warum muss die denn gut aussehen? Die muss zweckmäßig sein. Und die ist doch hier zweckmäßig. Wir haben einen großen Arbeitstisch. Wir haben da hinten Gedönse. Wir haben... Ja, okay, wir könnten vielleicht... Die Cleave-Maschine wäre noch fein. Ist ja auch egal. So. Ich soll der Bäckerei ein Gesicht geben. Drücke Tab und wähle Option anpassen. Tab. Ich habe eine neue Tastatur. Da finde ich die Buchstaben nicht. Das ist meine Ausrede. Zeige auf die Haupttabelle und drücke die Taste A. Was ist denn die Haupttabelle? Drücke die Taste A, drücke die Taste... Was ist denn... Die Haupttabelle heißt übrigens Boden. So. Aha.
Was für Boden? Ich kann es nicht lesen. Kann ich das Fenster verschieben? Nee. Minimalistischer Boden, schicker Boden, kolonialer Boden, Industrieboden, moderner Boden, rustikaler Boden. Spoden. Wir wählen mal den Spoden. Geh doch mal weg. Dann wählen wir halt den Spoden. Okay. Zeige auf die Haupttabelle und drücke die Taste. Ja, habe ich doch schon. Na, es sieht zumindest mal besser aus. Also deutlich besser. Ob das jetzt so eine gute Wahl ist, ich hätte da gefliester Boden für den Ofen so. Also ich muss noch auf irgendeine Haupttabelle zeigen. Was ist das hier? Ich kann hier noch einen Tisch holen und ein minimalistischer Tisch. Ja, da habe ich doch schon. Junge, ich weiß gerade nicht, was der von mir will, dass das Dingens da weggeht. Irgendeine Haupttabelle. Was ist denn eine Haupttabelle? Ah, du vielleicht? Nee. Der Boost ist kaputt. Achso, ich krieg ja gesagt, ich soll auch einen Tisch zeigen. Ach, den Haupttisch. Ja, aber... Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade deine erste Bestellung abgeschlossen. Vergiss nicht, was du heute gelernt hast. Es wird dir für deine weitere Zeit als Bäcker nützlich sein. Viel Glück. So. Also, wir legen los, ja? Möchtest du die Bestellung überprüfen und einen neuen Tag beginnen? Nee, ich will mich hier erst ein bisschen umgucken. Ja, aber... wir haben doch neuen Boden! Was ist denn das da hinten? Ist das Küchenrolle? Küchenrolle in einer Bäckerei? Wenn das in den Teig gelangt. Guck mal, das ist eine amerikanische Bäckerei. Das sind so kleine Cups. Kein normaler Bäcker würde so eine Scheiße nehmen zum Abmessen. Nimmst hier Milligramm. Wir haben hier das metrische System. Junge, ich weiß nicht mehr, was ein verkackter Viertelpfünder ist. Ich habe das metrische System. Ich habe das metrische System durchgespielt, Junge. 2-mal. Ja, will ich. Also, ich soll, hoffentlich gibt's halt gute weg. Nee, es gibt halt dunkles Brot. Das dunkles Brot ist meine Spezialität. Man macht einfach im Ofen das Licht aus und dann werden die Gebäckstücke dunkel. Ganz einfach. So, dunkles Brot. Na, das ist doch mal was. So, hier. Also. Ich brauche Roggenmehl, Wasser, Olivenöl, Hefe, Salz und Zucker. So. Gut. Zeig mal kurz her. Das ist ein einfaches, traditionelles Brot. Hergestellt aus einer der grundlegendsten Zutaten bietet es essentielle Nahrung, die dir hilft, ihren Tag zu beginnen. Es schmeckt hervorragend mit Schinken oder Käse. Stimmt. Aber was fehlt ist Butter. Butter ist gut. Okay, dann gehe ich die Schüssel holen. Ja, ich brauche hier eine gescheite Steuerung, hey. So, also, ich brauche Roggenmehl. Habe ich Roggenmehl? Ja, hier. Und zwar 500 Gramm Roggenmehl. Dann 300 Milliliter Wasser. So, dann 50 Gramm Olivenöl. Das wird das da. Hefe. 5 Gramm nur. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jetzt stimmt's. So, Salz 5 Gramm. Da oben. Oh, ich habe vergessen zu gucken, ob wir genug von allem überhaupt da haben. Salz, Zucker 2 Gramm. Damit die Hefe ordentlich was zu futtern hat, brauchen wir ein bisschen Zucker. So, jetzt wird das Ganze gerührt. Rühren, rühren. Wo ist denn die Maschine? Da. Komm mal her. Rein mit dir. Die Maschine hört sich ziemlich kacke an, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht sollte man da eine neue Maschine kaufen statt ein Upgrade. Wie lange muss das rühren? 30 bis 50 Sekunden. Was passiert, wenn ich in den roten Bereich bringe?
Ja, komm, passt. Aus. So. Gut. Schüssel nehmen. Das wieder in die Schüssel machen, ja? So. Jetzt muss ich formen. Das macht man da hinten wieder? Ja, gut. So. Jetzt, wie war das wieder? Radialmenü. Nö, das war's nicht. Achso, ich muss die Schüssel da hinstellen irgendwo, damit ich habe ja die Schüssel noch in der Hand. So, ich brauche ja die Hände frei. So, jetzt geht's rund. Also, brauche ich runde Brote? Oder brauche ich Croissants oder Bagels oder Brezel? Wo ist denn das ein Baguette? Das ist ein Baguette. Und das, die Mehrzahl von Baguette ist Baguettes. Aber das ist kein Baguettes, das ist ein Brot. Runde Brote. Keine Ahnung. Ich würde ja so eins machen. Aber das ist rot. Das ist gelb. Ich mach so eins. So. Okay. Ah ja, ich weiß jetzt, wie es geht. Guck. Das hat hier gerade 0. Ah. Ich habe jetzt gedacht, du kannst hier schön ein bisschen rund wirken, weißt du? Also, gut. So, was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Formen, backen oder was? Wieso steht da ein Ausrufezeichen drauf? Das kommt jetzt aufs Blech, ja? Wieso ist da ein Ausrufezeichen? Nee. Sorry. Muss ich den Ofen aufmachen? Ja. So. Nein! So. Ja, aber das tut man doch nicht auf dem Ofenblech hinmachen. Das tust du doch mit dem Schießer hinmachen. So. Ich puste. Wie lang muss das backen? 60 bis 80 Sekunden? Soll ich denn da noch machen so lang? Mal gucken, hä? Ja, hopp. Sieht gut aus. Darf ich da Not her? Ich find, warum haben sie dann da neben Schießer stehen? Das ist doch voll dumm. Alter, einfacher Ofen. Bei 200 Grad Celsius können 2 Bleche mit Gebäck gleichzeitig gebacken werden. Gut. Objekt erweitern mit U. Nee, geht nicht. Haben wir wohl zu wenig Geld. So, wie sieht's aus? Also, wenn wir es noch 10 Mal Ofen zumachen, welche Falls Brot zusammen? Ah, Hochdeutsch. Sorry. So. 40 Sekunden. Wie lang? 60 bis 80. Gibt mir ein bisschen aufräumen zum Beispiel. Wo habe ich denn zum Beispiel das Blech? Ach, das ist ja da noch drin. So, Moment. Ich muss hier Tasten finden. So, also ich könnte zum Beispiel mal dieses Blech da nehmen und da unter den Tisch stellen. Dann halt nicht. Okay. So, wie schaut's? 1 Minute sind 60 Sekunden. Das ist aber fies, dass das dann in Minuten ist. Muss ich das auch noch umrechnen oder was? Ui. Lecker, lecker. Guck mal. Oh, geil. Das ist aber kein dunkles Brot. Ordentlich hier. Ordentlich hier dunkles Brot machen. Die haben gesagt, sie wollen dunkles Brot. So, oh, ich habe Angst, dass ich das jetzt nicht mehr rauskriege, also schnell her. So, okay, gut. Okay, nee, warte mal, wie war das? Das muss ich jetzt da nehmen, gell? Und da in die Kiste machen. Okay, das Ding da zurückstellen, alles klar. Das da jetzt halt nehmen, da hinstellen. Einmal Brot bitte, okay? So, ich habe hier ein dunkles Brot. Oh, jetzt kommt das Schlimmste. Das Fahren. Oh, das wird ja übel werden. Lieferung bestellen, bleiben. Nö, ist schon in Ordnung. So, okay. Das ist das hellste Roggenbrot der Welt. Ich meine, wenn es wenigstens noch ein Roggenmischbrot wäre, könnte ich sagen, okay, passt ungefähr. Aber das da, was geht denn jetzt ab? LMG Bakery. Bin ich schon da, oder was? Warte mal, diesmal... Sorry,
Oh, hoffentlich geht das Auto nicht kaputt. Wo muss ich denn hin? Ja, die war doch vorhin nur ganz woanders, die Bäckerei. Ah, sorry. Okay. Yes. Mann! Ah! Jetzt war in die falsche Richtung. Das liegt am Auto. Boah, die Kamera! So, Moment, bin ich noch... Ah, hey, Alter! Mir ist ein Rad abgefallen! Modischer Ort! Ich bin immer noch nicht da, oder? Mir ist ein Rad abgefallen, Mann. So, okay, jetzt nach rechts, guck. Elegante Ecke. Junge, warte mal, wo muss ich denn hin? Stimmt doch hinten und vorne nicht hier. Oh, jetzt habe ich es drauf, oder? So, jetzt gleich wieder nach rechts. Ja. Und jetzt nach links. Oh, da oben gibt es ein Zeitlimit. Stau. Aber noch nicht, da kommt man doch vorbei. Okay, vielleicht sollte ich doch andersrum fahren. Mann, die Zeit. Okay, jetzt muss ich ganz unten rumfahren, oder was? Komm, ich muss einfach nur geradeaus fahren. Da ist, ich komme da nicht hin. Moment. Nicht. Ich brauche eine... Laber doch nicht, der sagt, dass ich da rüber soll. Bestimmungsort. Super, es gibt kein... Was ist denn das für eine Kacke? Das ist hier nirgends eingezeichnet. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, darüber zu kommen. Hier rüber und darüber. Und bei beiden ist gesperrt. Was ist denn das für eine Kacke? Meine Freundin sagt, ich muss in irgendwelche Querstraßen rein. Ey, ich brauche einen Fahrer. Nee, ich mach das. Ich. Pass auf. Meine Freundin labert dumm Zeug. So. Nervt mich, ich krieg das hin. Mach Platz. Ja. Sorry, liebe Kinder, das hätte ihr nicht sehen sollen, aber so werden Mini Cooper hergestellt. Mach Platz. Gibt's eine Hupe? Ah, Alter. Geh doch weg. Nein. Jetzt kommen da noch mehr. So, guck. Ich brause da jetzt einfach. Guck, ich fahr jetzt da vorbei. Nein, die Steuerung, Mann. Beim Rückwärtsfahren ist sie vertauscht. Ich bin schon da. Hey, wie bin ich denn jetzt darüber gekommen? Ernsthaft? Wie bin ich denn jetzt darüber gekommen? Ich muss jetzt einfach nur nach links und dann nach rechts. Wie bin ich denn jetzt darüber gekommen? Das Spiel cheatet. Ernsthaft jetzt? Ich war da gar nicht drüben, weil es nicht ging. Bin ein bisschen verspätet. So, jetzt nach rechts gleich. Okay, hier jetzt irgendwo hin. Noch ein bisschen. Wohin? Da. Liefern, aber ganz schnell hier. 8%! Junge! Ja, das ist aber auch fies. Ihr habt's gesehen. Da waren Straßensperren. Du bist nicht durchgekommen. Und dann habe ich mich zurücksetzen lassen und dann plötzlich war ich da drüben. Das Spiel bescheißt. Ich war vorhin schon Level 1. Ich muss jetzt Level noch mehr sein. Und genau das habe ich vorhin auch gekriegt. Das habe ich zweimal. Was ist denn das da alles? 1, 2. Ach, guck mal. 1. Was macht das da? Ach so, das ist der Level. Der zeigt mir an, ich kriege irgendwas. Ja, auf Level 3 kann ich anrufen, dass es später wird. Okay. Ah, Mann, ich bin halt einfach Bäcker und kein Fahrer. Was soll denn das heißen hier köstlich, die Backwaren und die Fahrkünste? Ich finde das gerade nicht gut. Ich habe hier mit Widrigkeiten zu kämpfen. So.
Ich bestelle mir jetzt halt Sachen. Bevor ich nichts mehr hab, ne? Wie mache ich das? Anpassung, Backzubehör war das, gell? So, lass mal gucken. Weizenmehl zum Beispiel. Haben wir 3 Kilo. Da haben wir noch 2,5. Wir haben noch recht viel. Oh, was ist denn das da? 1,2 haben wir gebraucht, oder wie? Hefe, Salz, Zucker. Alle bestellen? Nee. Ich bestell das da. So, ich weiß nicht mehr, was ich gerade bestellt habe. So, jetzt pass auf, ich bestelle jetzt noch was. Was ist das da? Anrufen wegen Verspätung. Was ist denn das nächste? Dunkles Brot. Ja. Rezept verfolgen. Da rennt das Rezept, verfolgt es! Soll ich noch ein Brot backen? Einfach so? Und dann selbst essen? Nee. Ah, Brötchen habe ich auch, guck. So. Jetzt pass auf. Ich würde gerne... Anpassung war das, gell? Kann ich mir schon irgendwie was Neues leisten? Ich hätte... Da. Haushaltsmixer mit U. Turbomodus habe ich doch. Also haben wir alles schon. Schade. Ich will noch was Cooles kaufen. Der Boden regt mich auf. Ach, Basisboden. Na, den wähle ich so. Okay. So, jetzt sieht das schon beckriger aus. So. Ich hoffe, dass es wenigstens eine rutschfeste Oberfläche hat. So, mach doch mal die Klappe zu. Hier, ich heiz doch nicht für die Nachbarn. So. Oh, Alter. Ich muss da irgendwie... Ich brauche Controllersteuerung. Was ist das da? Achso, in Lieferung. Ja, komm, wir machen hier nächsten Tag. Erstmal gucken. Da, guck. Ich erkläre es euch nochmal. Hier, ihr seht die Karte. Da links bei der Roten Bäckerei. Da habe ich angefangen. Und ich musste oben rechts hin. Ich wäre da gar nicht anders... Ah, doch, ja. Jetzt sehe ich's. Ach, was? Ich hab hier dieses Backseat Gaming und dieses Mal halt wirklich wortwörtlich. Meine Freundin sitzt da drüben auf der Couch und guckt mir zu und macht kluge Sprüche. Die hat doch in ihrem Lab da noch keine Lebkuchen gebacken, aber will mir was erzählen. Die kennt gar nichts, die kann gar nichts backen, nicht immer Arsch backen. Nix. Und mir will sie was erzählen. So, ich brauche noch ein dunkles Brot. Noch immer? Aber diesmal ist die Bäckerei in der Nähe, das ist gut. So, alles klar, Beschreibung. Hallo, wir möchten ein dunkles Brot bestellen. Es muss nicht gut schmecken. Was? Wo ist die Beschreibung? G. Guck mal, was da steht. Hallo, wir möchten ein dunkles Brot bestellen. Es muss nicht gut schmecken, aber es muss auf jeden Fall gut auf Fotos aussehen. Ach so, unsere Influencer, ich meine Kunden, kümmern sich hauptsächlich um das Aussehen ihres Essens. Wir hoffen, dass du dich gut um diese Bestellung kümmern wirst. Ja klar. Da oben läuft die Zeit ab. Schnell. Ich krieg Panik. Okay, wo muss ich hin? Ich brauche die Schüssel. Komm her. Schüssel. So, wir brauchen Zucker. 2 Gramm. 1, 2. Wir brauchen Salz. Wo war Salz? 5 Gramm. 1, 2, 3, 4, ne 5. Ich weiß gar nicht, warum das so schnell geht. So, jetzt brauchen wir noch Hefe. 5 Gramm. So, dann brauchen wir Wasser. 300 Milliliter. Dann brauchen wir Roggenmehl. Das war da unten. Wie viel war das? 500 Gramm. Gut. Das war's. Ne, Olivenöl. Warum auch immer. Wie viel? 50 Milliliter. Zack, jetzt aber flott. Junge, ich habe zu viel gelabert. Wo ist denn mein Mixer hin? Der haut immer ab. So. Der hat, Mixable. Ja, dann mixe mal mo. Wie lange muss ich mixen? 30 bis 50 Sekunden. Ey, mein Mixer ist kaputt. Ich kann ihm die Turbo geben. Also ich sehe die Turbo-Anzeige nicht mehr. Sieh ihr das? Ich sehe die Turbo-Anzeige. Das ist ja fies. Muss ich jetzt noch höher gehen? Mein Mixer macht's nicht mehr lang. So, 30 Sekunden, das langt. 30 Sekunden ist voll in Ordnung. So, das wieder mitnehmen. Jetzt muss ich das doch lieber machen, ja?
So, Draufklicke, gell? Nee. Ah ja, das Ding hier stelle, so. Kann ich nicht die Schüssel einfach da überstellen? So. Nee, ich will runde Brötchen. Soll ich mal ein langes Brötchen backen? Nee, die wollen ein rundes Brötchen haben, es soll gut aussehen. Das Lustige ist, dass wir vorhin auch ein rundes Brötchen gemacht haben. Hallo? Hallo? Wir haben vorhin auch ein rundes Brötchen gemacht. Und es wurde trotzdem lang. Also das Brot, nicht das Brötchen. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich wieder Hochdeutsch reden muss. Kann das sein, dass ich die ganze Zeit Pfälzisch gelabert habe mal wieder? Ah, Moment, ich muss den Ofen aufmachen. Wer macht denn Ofen immer zu, Mann? Okay, weiter geht's. Da rein, Ofen zu. Objekt erweitern. Kann ich das jetzt schon machen? Gekauft. Ja, okay, dann müssen wir halt einfach warten. Kann ich zum Beispiel das da nehmen und schon da hinstellen? Nee. Hier muss erst Brot rein, sonst geht das nicht. Total dumm. Warum? Ja, weil man normalerweise mit dem Schießer das Brot rausholen würde, dann in die Kiste machen und dann die Kiste wegmachen. Aber im Moment ist es ja so, dass da einfach nur Brot drin ist. Dass ich ja eh mit dem Blech rausmache und da abstellen muss. Also könnte ich doch mit dem Blech auf dem Brot, mit dem Brot auf dem Blech da rumlaufen und das dann da reinmachen. Das ist kompliziert. So, was haben wir immer noch? 30 Sekunden. Junge, ich brauche einen neuen Ofen. Was ist denn dieses Haar? Werkzeuge. Muffinpfanne. Greifer, Eierschüssel. Wo ist denn der Schießer? Ofenblech. Gar kein Schieße. Teigbrett. Sag mal, läuft die Zeit eigentlich weiter? Keine Ahnung. Junge, das wird knapp. Guck dir mal die Zeit an. Ist das insgesamte Zeit oder ist das nur die Bäckereizeit? Also zählt da das Fahren dazu? Weil in 5 Minuten schaffe ich es vielleicht. So. Nee, das reicht schon nicht. Wir brauchen dunkles Brot. So, wir haben keine Zeit. Zack. Kehr mit. Weg damit. Weg damit. Kiste nehmen. So. Meine Lieblingsstelle im ganzen Spiel. Was ist denn das da? Tipp für Lieferkosten? Gesamtkosten 6 Tipp für den Treiber? Was für ein Treiber? Bin ich hier Bootbrecker? Nee, Brotbäcker oder Programmierer? Bootbrecker? Was ist denn das? Aber da steht doch, die Freundin sagt, das wäre der Fahrer, aber da steht doch Lieferung bestellen. Ich fahre das selbst in die Stadt. Das ist mir zu komisch hier. Ich könnte auch auf Englisch umstellen. Will ich aber nicht. Ich bin ja eine gute deutsche Bäckerei. Wenn ich auf Englisch umstelle, kann ich nur noch Weizenbrot machen. So, jetzt halt. Ich muss einfach nur geradeaus fahren. Kriege ich hin. Kriege ich... Einmal nur geradeaus und irgendwann nach rechts. Wo ist rechts? Da. So, noch eine Kreuzung und dann muss ich gleich nach rechts. Schicke Brücke, ja? Doch nicht schlecht. Fällt mal. Sorry. Alter. Jetzt komm. Hey. Junge, wenn du mich eben wegrammst. Hey, guck mal. Fast and Furious. Complete an order in less than 5 minutes. Woohoo. Ich habe gerade ein Achievement gekriegt. Oh. Es gibt noch mehr Belohnungen. Sag mal, wie groß ist denn meine Schüssel? Die ist ja schon riesig. Noch ein goldenes Brot. Ja, aber was will ich? Die muss ich doch ausliefern. Ach, egal. So. So. Weiter geht's. Okay. Das haben wir. Hier, guck mal hier. Ich krieg hier lauter Unlock 2 Bakeries. Ich krieg hier lauter Achievements. Wahnsinn hier. Also, was haben wir denn da draufstehen? Also, ich würde gerne die Bestellung überprüfen. Okay, also ich muss also da raus, ganz geradeaus, so wie eben, dann nach links, dann nach rechts und nochmal nach rechts. Kriegen wir hin. Warte. Das sind 2 Bäckereien. Muss ich jetzt 2 Brote backen? Okay, ich würde... Das
das ist so kompliziert hier. Ich fange bei der links an. Okay, ist egal. So, erstmal hier, also okay. Wir brauchen dann ordentlich Zutaten. Ich kann ja einen Fahrer beauftragen, der soll in die eine Bäckerei, die schwierige. Ich gehe in die, wo du einfach nur geradeaus musst. Das ist eine gute Idee. So, jetzt ein Sauerteigstarter, ja, klar. Backzubehör. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es Geld kostet. Da bestellen wir ein Kilo Mehl, Roggenmehl. Da brauchen wir ordentlich. Da lassen wir noch, das ist in Ordnung. Da, guck mal hier, Hefe. Das ist auch alles noch in Ordnung. Hier, kaufen. So, in Lieferung. Ich habe halt gedacht, dass wenn man, Moment, ich kann es ja zeigen, wenn man, wo ist denn die Tür hin? Wenn man an die Tür geht. Was beendet man denn da? Aktion auswählen, bleiben, Lieferung bestellen oder in die Stadt bewegen. Ich hab nix. Okay. Schön, dass hier ein Feuerlöscher steht. Es ist schön, dass der Feuerlöscher direkt nicht neben dem Ofen steht, aber okay. Ist das auch der richtige Feuerlöscher? Carbondioxid Feuerlöscher. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. So, jetzt nochmal gucken. Ich habe gedacht, hier so, weißt du, das ist ja in Lieferung. Nee, das braucht man nicht. Es ist ja in Lieferung, weißt du? Und dann dachte ich halt so, ah ja, okay, ich verstehe. Da muss ich dann hier an die Tür gehen und sagen, hier, lass mal liefern. So, dem ist wohl nicht so. Also, wo ist denn jetzt das Brett schon wieder hin? Da. Ja. Nee, ich will nicht fortfahren. Ich will in der Bäckerei bleiben. Okay. 5 Minuten Bäckerei. 2 goldenes Brot. Ist die Mehrzahl von goldenes Brot nicht goldene Brote? Okay. Gibt dann 104 Geld und 19 XP. Und es gibt noch die Eckbäckerei. Die ist ja wirklich am Eck. Die will 8 Frühstücksbrötchen. Das kriegen wir schon alles hin, oder? Ich kann ja die Frühstücksbrötchen machen, während das Brot bäckt. Industrietal. Ich dachte, das heißt Industrial. Nee, es ist ein Industrietal. Und in den Gemüse. Okay, alles klar. Moment. Muss ich jetzt eins aussuchen? Ja, das da gibt halt mehr, ne? Ach so, ich kann jetzt da wirklich... Ja, aber guck mal. Das kriege ich doch beides hin. Das Brot bäckt irgendwie 80 Sekunden und das da nicht so viel. Junge, ich habe einen großen Ofen. Ja, komm, mach mal halt. So, Moment. Erst hier durchlesen. Goldenes Brot erzielt gute Zahlen in den sozialen Medien. Wir brauchen dringend mehr. Der Ruhm des Internets kann groß sein, aber er verblasst sehr schnell. Wir müssen ihn so lange wie möglich nutzen. Sag mal, was ist denn da los, Mann? Warum? Ja, egal. Warum? Also ich meine, ich back doch nicht für irgendwelche Deppen, die mit der Kamera draufhalten. Ich back doch für Leute, die Hunger haben. So. Wo steht denn, was ich brauche? Hallo? Ich würde das schon gern dauernd sehen, das Rezeptbuch. Wie backe ich denn goldenes Brot? Ah, da. Ach. Dunkles Brot? Moment. Hä? So. Goldenes Brot. Weizenmehl, Wasser, Milch. Ich würde gerne... Ja, aber... Ich muss mir das jetzt merken? 500 Gramm Roggenmehl, 300 Gramm Wasser. Roggenmehl, 300 Gramm Wasser, 50 Milliliter Olivenöl, habe ich, 5 Gramm Hefe, 5 Gramm Salz und 2 Gramm Zucker. So. Was heißt denn hier Objekt erweitern? Ah, professioneller Halter. Handelsregal erhöht die Behälterkapazität. Die Behalter. Behalten darf ich das, außer ich gebe es aus. So, wo ist denn jetzt schon wieder der Mixer? Da ist er doch. So, wie lange muss ich denn das mixen? Junge, warum kriege ich denn das nicht angezeigt? 30, ich kann mir das doch nicht merken. Dafür hast du doch ein Rezept. 30 bis 50 Sekunden. Jetzt kriege ich hier wieder den Mixer nicht angezeigt. Das ist doch kacke. Das ist viel zu schwer für mich.
Doch, jetzt geht's wieder. Ich fand das irgendwie besser, als ich so rechts an der Seite irgendwie so das Dingens da hatte. Hab ich irgendwas vergessen? Warte mal, fertig, gell? So, hallo? Hä? Moment. Was war das? 1. 30 bis 50 Sekunden habe ich doch. Ich würde es jetzt gerne nehmen. Hallo? Hallo? Dann mixe ich halt noch ein bisschen. 40 Sekunden, dann machen wir halt 50 Sekunden, wenn der das so... So, jetzt reicht's aber, ne? So, kann ich es jetzt nehmen? Wie nehme ich denn das? Mein Brot steckt fest. Ach so. Ich wollte den Teig rausholen und in die Schüssel reinmachen. Ja, sorry. So, dahin. Du darüber. Ich wieder dahin. Jetzt kommt wieder dieses Drehen. Diesmal, mach mal hier. Baguette, Croissant, runde Brote, Brötchen. Komm, wir machen mal Baguette. Nein, wir sollen Brote machen. So, jetzt, pass auf. Kommst da runter. Kommst dahin. Kommst dahin. Mann, bin ich mega Bäcker, bin ich, sag ich dir. So, darüber. Hallo? Ja, aber wir sollen doch 2 machen. Es ist ja nur 1. Wir haben zu wenig Masse gemacht, kann das sein? Na, kacke. Jetzt geht das schon wieder los. Was war es hier? 500 Mehl, 300 Wasser, 50 Olivenöl. 500 Mehl. Trockenmehl war das, ja? 300 Wasser. 50 Olivenöl. 5 Hefe, 5 Salz. Und Zucker 2 Gramm. So, jetzt halt nochmal. Oh, sorry, falsches Knopf. Wo ist der Mixer schon wieder? Ach, da. Ja, hätte er doch sagen können, Mann. Also, ist die Maschine zu klein? Schafft die vielleicht nicht? Also, nee, ich habe einfach nur zu wenig reingemacht, ne? Ich meine, ich hätte ja einfach... Aber das hat mir keiner gesagt, dass das Spiel nicht automatisch macht. Ich muss sogar automatisch mal 2 rechnen. Ja, was mache ich denn, wenn er zum Beispiel 17 Brötchen braucht? Ich gehe doch nicht hin und tue 17 Mal das Zeug da machen. So, das reicht jetzt auch. Ach, guck mal, ich habe die Schüssel noch in der Hand. Ich muss die gar nicht absetzen. So, wo ist denn der Tisch da drüben? So. So, ich krieg gerade ein bisschen Stress hier irgendwie. So. Brot. Gerade wo ich mitsingen will, ist die Musik weg. Ah, da ist sie wieder. So, gucke. Und wie lange muss das drin bleiben? Ach, guck mal, da unten kannst du es einstellen, Mann! Ach, Mann! Du musst es gar nicht rechnen. Okay, habe ich nicht gesehen. Wo sind wir denn? 60 bis 80 Sekunden. So, jetzt pass auf. Folgende Idee. Der verballert sich gerade wieder, der Musikmann. Der Musikmann. So, habe ich hier noch... Warum ist denn da... Warum kann ich nicht 2 Sachen... Ich will noch Brötchen machen. Guck mal, hier. Goldenes Brot. 2 goldenes Brot. Ach, guck mal! Jetzt habe ich das daneben angezogen. Ich habe vergessen, da drauf zu drücken. Mann! Das ist ein bisschen doof. Komm, wir gucken mal, was goldenes Brot macht. Es ist nicht aus Gold, aber es ist noch wertvoller. Die helle Farbe dieses Brotes wird durch die Verwendung von Weizenmehl, der feinsten Mehlsorte am Arsch, erreicht. Der Verzehr dieses Brotes wird den ganzen Tag erhellen. Wenn du X hinzufügst, werden deine Kunden von dem originellen Geschmack... Was ist denn X? Zimt oder was? Jetzt zu.
Ah, deshalb ist G. G steht für Geh zu. So, guck mal hier. So, passt. Da rein. Ja. Halten, um alle fallen zu lassen. Geht nicht. Geht nicht. Warum geht das nicht? Ich kann sie aber auch nicht einzeln reinmachen, ne? Dann nehme ich halt die Kiste und mache die Kiste aufs Brot. Auch nicht. Hätte ja sein können. Ich habe hier ein Problem. Ich krieg die nicht da raus. Muss ich vielleicht das Blech da unten anfassen? Nee. Guck. So. Es geht halt einfach nicht. Was ist denn das Haar, was da dauernd blinkt? Kiste, Wagen, Auto, LKW, Tür, Bestelltafel, Zeit, Timer. Maschinen, Werkzeuge. Werkzeuge, Teigbrett, Schüssel, mittlere Schüssel, große Schüssel, Abfalleimer, Behälter, Ofenblech. Metallblech zum Platzieren von Gebäckportionen im Ofen. Denke daran, dass die Anzahl der Portionen... Ich habe eine Idee, woran es liegen könnte. Machen wir so noch ein bisschen rein, oder? Ich dachte, die wollten goldene Brote und keine dunklen Brote. So, guck. Machen wir noch ein bisschen backen. Machen wir einfach noch ein bisschen backen. Das ist aber schön, wie lang? 70 Sekunden. Warten wir noch ein bisschen. Kann ich hier ein bisschen Power geben? So, jetzt hat aber. Jetzt sind sie gut, oder? Nee. Warum nicht? Muss ich vielleicht den Ofen zumachen? Ich krieg sie nicht runter. Hallo? Ich kann auch hinlaufen. Das eine ist gar nicht mal so weit weg. Tür. Habe ich irgendwie was falsch gemacht? Warte. Ich habe hier ein Problem. Hallo. Ich kann aber auch sonst nichts mit den Broten machen. Kann ich vielleicht den Mixer schmeißen? Objekt erweitern. Nee. Nein! Oh! Das geht nicht. Guck. Ich habe das Brot in der Hand. Oder so. Geht nicht. Geht alles nicht. Ist es das falsche Brot? Nee, ich habe 2 goldene Brote. Ah, Mann! Ich weiß das Problem! Oh weh! Wo ist der Mülleimer? Ich krieg Panik! Komm her! Warte. Ich hab das falsche Form! Ich hab die falsche Form! Die Form! Mann, die Form ist falsch! Die Form! Okay, geh dahin! Das ist für nachher! Das ist für morgen! Das Gute von gestern! Pass auf! Rezept! Wo bin ich? Oh, Panik! So, pass auf! Rezept! Hier, da! Nee, da, hier! So, jetzt pass auf! 2 Brote, ja? Okay, machen wir. Hier. Da. Roggenmehl. Brauche ich. Ich brauche eine Schüssel. Wo ist meine Schüssel? Da hinten. Jetzt wird's eng. Pass auf. So, guck. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin total verwirrt. Wo ist das Regal? Da hinten. So. Pass auf. 1 Kilo. Tack, das ist Roggenmehl. Moment. Kann ich da nochmal... Jetzt muss ich 500 Gramm wegschmeißen hier. Geht nicht. Achso, ist schon leer. Gut. Ich brauche Weizenmehl. So. Ich habe auch das falsche Mehl genommen. Mann, ey. So. 1 Kilo Weizenmehl. Jetzt habe ich's. 400 Milliliter Wasser. Es tut mir so leid. 400 Milliliter Wasser. 200 Milliliter. Das ist ein ganz anderes Rezept. Ich habe doch vorhin gar keine Milch genommen. 200 Milliliter Milch. 14 Gramm Salz.
5, 10, 12, 13, 14 Gramm Salz. So, 10 Gramm Zucker. Von 10 Ziegen gezogen. So, 12 Gramm Hefe. Wieso sind da jetzt 17 Gramm drin? Willst du mich veräppeln? So. Jetzt hat. Hier, Mixer. Wo ist denn der Mixer schon wieder? Wieso ist der immer an einer anderen Stelle? Jetzt aber flott, hey. Mann, was? Habe ich vorhin nicht irgendwie sowas gesagt wie, ja, guck mal hier, 20 Minuten, da kann ich ja auch noch Brötchen backen und sowas. Jetzt habe ich 4 Brote gebacken. Und 2 davon sind goldene Roggenbrote. Und es ist auch, die Form ist falsch, guck mal. Das muss ein langes Brot sein. So, wie lange braucht das? 30 bis 50 Sekunden. Reicht. So. Also, hinten hin. Mann, ey. So, Schüssel abstellen. Zum Glück ist der Gesell nicht da. So, jetzt geht das schon wieder los. Achso, Spacebar. Spacebar. Wild und geheimnisvoll. Brötchen aus rotem Gold. Saftig im Glied. Ich habe keine Ahnung. So, haben wir es jetzt nicht bald? Sag mal, wie lang? Achso, ich muss ja 2 machen, ne? So, jetzt hat aber. Wie geht das wieder? Ah ja, ich nehme das, gell? Kann ich beide nehmen? Nee. Dann, wer hat denn das Blech darüber gelegt? Was soll denn das? Ich will doch hier keine Weltreise machen. Komm mal daher. Dahin. So, okay. Ja nu. Ja nu. Ah, da. So, jetzt. Rein mit dir. Klappe zu. Ordentlich warten. Bisschen Feuer geben. Wir müssen jetzt uns ein bisschen beeilen hier. Wir brauchen Boost. Das muss schön sein. Also, ja, das ist noch ganz hell. Da schiebt das ein bisschen weiter nach hinten. Mann, da vorne ist doch keine Hitze. Die Hitze ist doch... Ah ne, obwohl, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo hier die Hitze herkommt. Ist ja auch egal. So. Was heißt hier, jetzt wird spannend? Ach du Scheiße. Wann ist denn das? 4:10 Uhr. Das ist schon 10 Minuten her. 3. So, ja, das wird nicht spannend. Das kriegen wir locker hin. Wie lange muss das drin bleiben? 50 bis 70 Sekunden. Ich gebe noch ein bisschen Power, damit es schneller geht. Damit das Brot ein bisschen Farbe kriegt, weißt du? 40 Sekunden schon. Wie lange muss drin bleiben? 50. Okay, dann gucke ich mich noch ein bisschen um. Ah ja, Ventilator, Decke. Noch ein Ventilator mit Lampe dran. Super. So, zack, Brot fertig. Komm her. Komm, zu Patent. Haha, pass auf. Ja, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich habe ein Brot in die Kiste gemacht. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich. So, Moment. Wir müssen... Ach, scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Zack. Ich brauche nicht zu wissen, wo die Bäckerei ist. Okay, weiter geht's. Ich brauche die Stadtplan. Willst du mich veräppeln? Ich muss das Brot an mich selbst liefern? Komme ich nie hier raus. Ernsthaft jetzt? Okay, kein Problem. Kann ich machen. Ja, ich weiß, dass das meine Bäckerei ist. Ach so, jetzt blinkt da hinten was. Hä? Ich fahre jetzt einfach wieder geradeaus, also ich versuche es. Es ist nicht so einfach. So, und dann da oben irgendwo, yes, ist ne. Schicke Brücke, da biege ich jetzt halt links ab. Guck. Ist das schon wieder in der Nachbarstadt? Okay, ich muss jetzt weiter geradeaus, dann nach rechts, dann wieder nach rechts. Geradeaus. Ja, möglichst. Was ist denn das hier für eine hässlich gepflasterte Straße? Das ist aber hässlich. Mach Platz, Mann! Ich hab Brot zu liefern. Mann! Wer pflanzt denn hier lauter
Bäume hin. Baumlaternen. Alter. Oh, da rollt ein Rad. So, jetzt pass auf. Ich zeige jetzt einen Handbremsendrift. So. Und das wäre so einfach, wenn du es mit der Maus steuern könntest. Hast du wenig? Du musst gleich wieder rechts. Mach Platz. So, jetzt bin ich doch irgendwo in der Nähe hier. So. Ich würde so gern hupen können. Da. Mach Platz. Alter. So, da bin ich. Liefern. Ohne Verspätung. Volle Punktzahl, weil ich der beste Bäcker bin. Und noch 2 extra Brote gebacken. Das gibt bestimmt ein Level-Up, weil ich so gut bin. So, was gibt's hier? Anruf wegen Verspätung habe ich jetzt freigeschaltet. Guck. Ein silberner Brotleib, ein Bauernbrot, ein altmodischer Brotleib. Was auch immer das soll. Schüsselinhalt und Vollkornmehl. Was ist das hier? Ach, guck mal. Ach so, wenn ich für die 5-Minuten-Bäckerei liefere, dann level ich die Bäckerei hoch und kriege dann da neue Sachen. Hier unten kriege ich Rabatte vom Kurier. Ja. Entfernt Kaufverzögerung für Zusätze. Kein Mehl, keine flüssigen Zutaten. Und was ist das da hinten? Neue Art. Okay. Sollen wir jetzt demnächst die Eckbäckerei beliefern? Bis wir auf Level 3 sind oder die auf Level 3 haben, oder sollen wir erstmal hier die 5-Minuten-Bäckerei weitermachen? Schreibt es in die Kommentare. Nee, schreibt es hier mir in den Chat. Es geht insbesondere an das Fräulein Schattenredaktion im Hintergrund. Schreibt mal, ob ich die 5-Minuten-Bäckerei machen soll oder die Eckbäckerei. So, kann ich das jetzt irgendwie... So, jetzt erstmal in Ruhe den Tag ausklingen lassen. Ja, aber was war denn das am Anfang, dass da irgendwie... Warte mal, einen Ofen zu, Mann. Oh, was ist das da? Ach, das ist eine Backform. Guck mal hier, eine Brotform kaufen. Ja, die kaufe ich. Wie viel? Eine Brotpfanne. Zack. Brotpfanne. So, 5 Minuten kriege ich gerade im Chat gesagt. Die 5 Minuten Terrine von Magie, eine gute... Ich habe gerade gepupst. Idee. Moment, einkaufen. Objekt erweitern. Geht das, gell? Irgendwie so. Kriege ich dann ein größeres Regal? Braucht man Level 8. Okay. So. Anpassung. Nee, Backzubehör. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe leider, vielleicht war ich etwas verschwenderisch. Was ist eigentlich mit meinem Restbrot? Da kann man Altbrot. Das kannst du in Sauerteig dazu machen. Und dann bleibt das Brot länger frisch. So, wir kaufen einfach mal alles. Ich habe noch genug im Konto. So, jetzt pass auf. Wir gucken mal, ob wir uns sonst noch irgendwie was kaufen können, ne? Zum Beispiel hier einen neuen Tisch. Ein minimalistischer Tisch. Was spricht denn gegen den Basistisch? Okay. Ich kann die Fenster? Basiswand, minimalistisch. Nö. Was kann ich noch alles? Eine neue Decke? Neuer Ofen? Das war die Wand, ja. Mülleimer. Minimalistisch, also geht alles noch nicht. Man muss ja gucken, dass unsere Bäckerei, die muss ja gut aussehen. Kann ich vielleicht ein paar neue Backbleche kaufen? Oh, hier würde ich gerne was Neues dazu kaufen, ja. Also, das habe ich gerade. Und was ist mit dem da? Nee, das will ich nicht. Ich würde... da, Backblech. Nein, nicht nehmen. Kaufen. Hä? Habe ich den nicht... Welchen habe ich denn jetzt gekauft? Ah, komm. Ofen kann ich keinen neuen kaufen. Kaufen wir uns eine neue Wand. Ich finde es aber eigentlich hübsch hier. Warte mal her, was gibt's denn? Eine Minimal... Ja, dann mach wenigstens eine Vorschau, weißt du? Ich kann es ja eh nicht kaufen, also von daher alles in Ordnung. So. Räusper.
Okay. Nächster Tag. Und diesmal... Oh, warte mal, da oben steht was. Bakery Kingdom. Get baked. Bake it good. Bake it good. Get baked heißt doch aber eigentlich was anderes. Und das hat auch nichts mit Bäckerei zu tun. Bakery Kingdom. Traditional Grandma Bread House. Alles klar, so, komm. Achso, ich muss das Ding ins hier verlassen, so. So, fortfahren. Also, was war's? Die 5 Minuten Bäckerei. Die gibt auch 35 XP. Bom, bom. Beschreibung, durchlesen. Bauernbrot und 2 L Plural. 1 Stücke, other Stücke. Was willst du von mir? Hallo, wir möchten Bauernbrot bestellen. Es muss nicht gut schmecken, aber es muss auf jeden Fall gut auf Fotos aussehen. Unsere Influencer, ich meine Kunden, kümmern sich hauptsächlich um das Aussehen des Essens. Wir hoffen, dass du dich gut um diese Bestellung kümmern wirst. So, Moment. Bauernbrot 2. Ich finde dieses Plural. Ja, das weiß ich, dass es nicht Singular ist. Okay. Warte. Anklicken nicht vergessen. So, geh. Rezept wurde für alle jene vorbereitet, die ihren Lebensstil ändern möchten. Es wird nur aus natürlichen Zutaten hergestellt, die von lokalen Bauern gekauft werden. Das Bauernbrot ist ein perfekter Snack für alle Gesundheitsfreaks. Als ob das Bauernbrot, das Zeug vom Bauer kommt. Laber nicht, das kommt alles von der Bäcko. So, ich brauche Wasser. So langsam muss ich mich irgendwie... Wo ist denn jetzt das Regal schon wieder hin? Da hinten. Irgendjemand räumt mir dauernd die Küche um. Das finde ich nicht gut. So... Was ist denn jetzt hier los? Ich will das da haben. Wieso kann ich denn jetzt nicht den Löffel sehen? Habe ich irgendwas verpasst? Verlauf? Ruf? Honor Bakery? Frühstücksbrötchen? Okay, nee, alles klar. Anpassung? Rezeptebuch. Achso, 2. Nein! Moment! Das ist ein Nein! Dunkles Brot, goldenes Brot. Ich soll doch aber ein Bauernbrot machen. Ach. Jetzt. So, hier ist doch richtig da. Also, Wasser. Mixer. Bla 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 bla. Tab. So. Wasser 3 Liter. Ich weiß, dass das 3 Liter Wasser sind. Ich will meinen Stab, meinen Löffel. Das Dingens, wo man einstellen kann. Weißt schon, wo man einstellen... Achso, ich brauche die Schüssel. Okay! Wieso? Ist an der Schüssel der Messlöffel dran gepappt oder was ist denn da los? Also, wie viel brauche ich? 640 Milliliter. 500... 600... 640. Ja, ich kann Kopf rechnen. Roggenmehl 500 Gramm. Dann kein Sauerteig. Roggenmehl, da unten. 500 Gramm. Das ist Vollkornmehl. Sag doch was. Sauerteigstarter brauche ich. Wie viel? 300? Weizenmehl 320 Gramm. 300. 100. Jetzt brauche ich noch 200, oder? Was ist denn jetzt los? Da habe ich 350 Gramm. Okay, dann machen wir das wieder raus. Okay, wie viel habe ich jetzt? Roggenmehl. Ich habe gar kein Weizenmehl. Okay, nochmal. 200 Gramm. Okay. Und jetzt nochmal 100. Sind 300. Das ist gemein. Gesundheit. Und jetzt nochmal 20 Gramm. Jetzt stimmt's. Salz 24 Gramm. 20 Gramm. 23, 24 Gramm. So, auf geht's. Ich glaube, wir haben alles dieses Mal. So, wo ist der Mixer schon wieder? Ach, da. Nicht jedes Mal? Ist er nicht immer hier? Ist ja auch egal. So, wie lange muss ich das mixen? 15 bis 25 Sekunden. Guck mal, da fehlt schon wieder diese Anzeige da. Das ist eine blöde Maschine hier. 15 bis 25 Sekunden. Da! Aus! Oh, Timing ist alles, sage ich euch. Alles klar. So,
Nee, achso, ja, Schüssel weg, Schüssel weg. Kann ich die Schüssel nicht? Das habe ich schon mal gefragt, gell? Jetzt pass auf. Ich brauche doch aber... Die Form ist egal. Ich habe doch daneben so ein Dingens. Kann ich da nicht einfach das Brot reinmachen? Wir werden sehen, pass auf. Längliche Brote. Längliche Brote. Space. Bam. Das war's schon. Boah, bin ich gut. Oh. Das war zu viel. Ja, das ist richtig so, oder? Ich muss ja genau zielen hier, Leute. Na, das ist nix. Da. Was ist denn mit dem da? Unbekannt. Wie unbekannt? Ach so, habe ich so scheiße abgeschnitten oder was? So, jetzt pass auf. Folgendes ist meine Idee. Ich nehme jetzt das Brot und mach's da rein. Okay, mache ich nicht. Aber ich mach die... Da steht halt nichts, ne? Ich würde... Okay, dann nehme ich die Form und mache die Form dahin. Ah! So, jetzt mache ich das Brot da rein, ja? Geht nicht. Ja, was hat denn das für einen Sinn? Für einen Sinn? So. Ja, dann halt nicht. Pech gehabt. So. Jetzt geht's Brot nicht mehr drauf. Das ist aber schlecht. Ah, 50-Sekunden-Regel. Es geht schon. Ich habe doch extra einen neuen Boden gekauft für sowas. Was ist denn jetzt hier? Ich weiß, dass das falsche Ding ist, aber ich kann doch... Aber ich gehe doch halt nicht. Ich hab doch aber alles. Schüssel des Mixers, solange es mixt. After mixing the dough, it's time to shape it into the perfect form. Okay. Ofenblech, Ofen. Backen, Kiste. Nee, das ist dunkles Brot. Ich will kein dunkles Brot, ich will ein Bauernbrot. So, pass auf. Ofenblech, Ofen, Kiste. Ja, okay, dann ist es halt so, ne? Alles klar. Ofen auf, wer macht denn den Ofen immer zu? Komm, wir backen mal da drüben. Weg da besser, weißt du? So. Ja, aber ich habe doch jetzt extra diese Förmchen da gekauft, weißt du? Damit das auch gut aussieht. Das ist eine Brotpfanne, weißt du? Ja, ein bisschen Speed geben hier. 200 Grad. Scheißegal. Ding braucht ordentlich Farbe. Kannst es auch noch ein bisschen mit Salzwasser bestreichen und dann glänzt es schön und kriegt so einen leicht ein bisschen salzigen Geschmack auf der Kruste. Das ist auch sehr gut. Kann ich nur empfehlen. So, gut jetzt. Genug Geback. Jetzt kommt der große Moment. Jawohl, passt. Kiste nehmen, Meter weiterstellen. So. Ich werde mal eine Lieferung bestellen. Nee. Ich muss ja fahren. Ich bin ein armer Kerl. Ich traue diesem Lieferjungen nicht. Der fährt bestimmt Scheißdreck zusammen. Okay. Also einfach geradeaus und dann nach rechts, das kriege ich hin. Mit einer Hand, guck. Jazz Hands. Ah. Ich bin noch on track. Bisschen. War ein bisschen Umweg, aber...
So. Ja, siehst du, locker. Mann, ey, hat der einen Bremsweg? Jetzt. So, guck, 70%. Warum habe ich nur 70% Punktzahl? Und Verspätung habe ich auch nicht. Ich habe 35, habe ich versprochen gekriegt. Warum kriege ich eine Punktstrafe von 11? Warum? Was war denn jetzt nicht gut? Nur weil das Brot mal 10 Minuten auf dem Boden gelegen hat, kriege ich gleich 30%. Das ist doch eh nur für Fotos. Die essen das doch eh nicht. Für Influencer reicht's. Kling! So, hier bin ich. Was gibt's da? Sprint. Halte die Umschalttaste in der Bäckerei gedrückt, um dich schneller zu bewegen. Ja, als ob. Ich weiß nicht mehr, wo die Umschalttaste ist. Ach doch, da ist eine. Was gibt's denn? Ach, ein dreieckiges Brötchen. Ich habe dreckiges Brötchen gelesen. Ja, dreckiges Brot kann ich backen. So, was haben wir hier? Oh, eine Maschine zum Runden und Teilen. Man nennt es Cleave-Maschine. Alla, hopp. So, haben wir gut gemacht, oder? So, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen Zeichklei bestellen. Das darf man halt nicht vergessen, ne? Das darf man nie vergessen hier. So. Ja, komm, 500 Gramm kann man schon bestellen. Komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Zack. Wir müssen immer alles haben. Objekt erweitern. Kann man dich jetzt schon erweitern, dass du vielleicht mal irgendwann aufhörst, so komische Geräusche zu machen? Ich will einen gescheiter Kneter. Ich will einen gescheiter Kneter und nicht so ein... Oh, was ist das da? Cleave-Maschine. Maschine zum Runden und Teilen. Ja, her mit. Yeah. Gut, die ist sogar gebraucht schon. Sag mal her, was ist das da? Alter, das ist voll mit digitaler Anzeige, weißt du? Nee, sowas hatte man nicht. Ja, so ein rotes Tablett ist wichtig, das lädt man dann da hin, ne? So, dann machst du den Teig da drauf, ne? Dann nimmst du das da, machst du die Klappe erst auf, ist schon auf, dann legst du das da rein, da muss dann halt der Teig, der Teig muss da halt drauf liegen. So, dann machst du das da runter und dann, ich muss ja Hochdeutsch reden, Mann, und dann geht das runter und dann macht das. Und dann hast du ganz viele Brötchen da sitzen halt, schön rund gemacht. Und dann kannst du quasi direkt nehmen, es ist halt ein Plastikbrett, und musst du dann halt auf ein normales Blech machen und kannst du einschießen. So kannst du das. Okay, gut, dass wir drüber geredet haben. Wo war denn das da? So, gut. Dann würde ich für morgen gerne... ja, mach mal gleich weiter, oder? So. 7 Frühstücksbrötchen. Ja, natürlich machen wir jetzt die Frühstücksbrötchen. Jetzt haben wir ja eine Cleave-Maschine, Mann. So. Bestätigen. Beschreibung. Einer unserer Influencer will Frühstücksbrötchen pushen. Er sagt, es sei der heißeste Trend seit bauchfreien Shirts. Wir dürfen eine solche Gelegenheit zum Erfolg nicht verpassen. Kannst du mehr davon machen? Vielleicht. Okay, stimmt die Menge denn? Ja, stimmt. Okay, sehr gut. Dann legen wir mal los. Wir brauchen Vollkornmehl. Das da. Obala, sorry. Voll reingerülpst. Ich brauche die Schüssel. Schlüssel vergessen. So, noch 350 Gramm. 50, 100, 300. 210 Milliliter Wasser. 200, 210. 28 Gramm Olivenöl. 5, 6, 7, 8 und noch 20 dazu. Hefe 14 Gramm. 1, 2, 3, 4 und 2 mal 10 sind 14. Salz nochmal 14 Gramm. Wo war denn Salz? Da oben. 15, 1, 2, 3, 4. Zucker 7 Gramm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war einer zu viel. So, dann machen wir das halt so. Okay? 5, 6, 7. Achso, ich brauche nur 7. Okay, da sind wir ja schon durch. Jetzt muss das gut gemixt werden, schätze ich. Ich sollte mir vielleicht doch mal... Wo ist denn schon wieder der Mixer?
Vielleicht mal durchgucken, wie man die Cleave-Maschine wirklich bedient. Also ich meine, es ist schön, dass ich das so aus dem Kopf weiß. Das hört sich so krass an. Ist ja schön, dass ich das so aus dem Kopf weiß. Aber, ja, ich weiß nicht, ob das Spiel das auch weiß. So. Jetzt pass auf. Kann ich das vielleicht da hinlegen? Da auf den Tisch. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Trick. Der nicht geht. Okay, dann machen wir das halt dahin. Ja, aber für was habe ich mir denn so eine schöne Cleave-Maschine gekauft, wenn ich das benutzen darf? Ich brauche Brötchen, gell? Das ist sowas hier, Brötchen. Ja, die hätte ich gerne, ja. Was soll denn das da drüben? Achso, ich dachte, das ist wieder Abfall. Ja, ich bin hier voll gut. Alter, hast du das gesehen, hä? Das sei da ganz baff. So. Mann, bin ich gut. Wenn sonst keiner sagt, sag ich's halt. So. Und jetzt, pass auf. Nimm doch mal das rote Tablett. Ich meine, das ist jetzt voll dumm. Weil, wieso geht das nicht? Echt jetzt? Für was habe ich mir eine Cleave-Maschine gekauft? Oh, da muss ich die jetzt alle händisch ablegen hier. Junge. Wieso kann ich denn die nicht einfach das Blech daneben dran legen? Ist ja jetzt nicht verboten, das Blech irgendwie neben sich zu legen. Jetzt, guck mal hier, da kriegst du, ey, echt jetzt, wenn ich in der Bäckerei einen Lehrling sehe, der so eine Scheiße hier baut, ein Brötchen nimmt, in die Hand nimmt und mit dem dann 500 Meter weiter geht, Alter, der frisst den Teig, roh. Und dann sage ich so, und frisst jetzt so lange, bis du es lernst. Bis du es lernst, Kollege. Ist mir scheißegal, und dann mache ich noch extra Hefe rein. Ruhe auf den billigen Plätzen da drüben. So. Meine Freundin denkt, sie muss hier Kommentare abgeben. So. Also erstmal hier, wie lange sind die drin? 25 bis 40 Sekunden, auch hier wieder. Muss ordentlich Schwade geben. Ja, es sind keine Schwade. Ich weiß, das ist einfach nur Temperatur. Könnt ihr Schwade geben? Es ist Dampf drauf geben. Dann werden die schön glänzend. Muss aber ein bisschen aufpassen. So, okay. Wir kriegen jetzt noch die paar Minuten extra Sonne. Das war... die sind aber groß. Die sind aber groß geworden. Die sind... von der Sonne verwöhnt, sag ich da nur. Ist noch in Ordnung. Kommt vor. So. Ich muss wieder in die 5-Minuten-Bäckerei, gell? Okay. In die Stadt bewegen. Ach komm, was soll der Geiz? Ach, Tipp für den Das ist ein Trinkgeld. Ach, guck mal, wenn du kein Trinkgeld gibst, hast du 35% Chance, dass es daneben geht. Aber, Alter, der verlangt genauso viel Trinkgeld. Nö, nix da. Berichte von der Lieferfirma sind fertig. Sag mal her. 5 Minuten Bakery zugestellt. Yes, ohne Trinkgeld. Junge, hättest du es jetzt versaut, ne? Hättest du beim nächsten Mal Trinkgeld gekriegt. Pech gehabt. Guck dir das an, 100% Punktzahl. Yeah. Keine Arbeit mitgehabt. Ich musste nicht rumfahren. Kein Benzinverfahren. Keine Unfälle gebaut. Kein Versicherungsschutz, der höher geht oder sowas. Yeah. Voll gut. Voll gut. Und ein Level abgekriegt. Danke. Vielleicht kriegt er doch ein Trinkgeld. Was ist denn das da? Sesam? Plus? Okay. Puppenbrot. Und da ein Puppenbrötchen, alles klar. Gute Donut Dude. Ginger House Bakery. Das ist ja wirklich rot.
Neuer Tag, neues Glück. Ja. Stellen wir mal auf. Komm, wir gucken uns mal ein bisschen um. Aha, wir haben eine Baustelle direkt vorm Haus und ums Haus. Das heißt, ist schlecht. Alles klar. Ich hab vergessen, die Bestellung zu machen. Wird schon hinhauen, oder? Komm, wir gucken mal. Was haben wir denn Feines? Ja. Achso, Mann, ich kann doch Bestellung machen. Also ich bin noch gar nicht so weit. Ich dachte, der Tag wäre schon rum. Der Tag ist rum mit Grün und Leid. So viel Aroma. Alles bestellen. Ich dachte eben, warum ist denn das rot? Das ist gar nicht so teuer. So. Oh, guck mal, da unten kriege ich auch eine Lieferung. Ich weiß gar nicht, was das ist. Achso, nee, das ist falsch. Hier. So. Also ernsthaft jetzt. Halbautomatische Maschine, die Teig in Quadrate, Dreiecke und Kreise teilt und formt. Ja, das weiß ich. Ich weiß, was eine Cleave-Maschine ist. Ich bin nicht doof. Moment, wir gucken uns mal an, wie sie funktioniert. Maschinen. Haushaltsmixer, professioneller Mixer, Industriemixer, alter Ofen, Regalofen, Industrieofen. Maschine zum Formen von runden Brot. Nee, oh, geil. Oh, Anja, wenn du das da siehst, dir geht doch das Herz auf, oder? Der Rundwirker, jawohl. Teigteilmaschine, da ist er. Nee. Boah, krass. Wusstet ihr, ne? Den Teig in den Trichter geben und den roten Regler bewegen, um die gewünschte Form zu wählen. Das Panel zeigt die Anzahl der Portionen. Wenn man da oben nicht nur Teig reingibt, sondern den Plastikschaber und dann macht das Maschinchen ganz komische Geräusche. Teig zum runden, Maschinen zum runden Teilen. So, nimm ein rotes Tablett und leg es in die Maschine. Dann gib den gemischten Teig drauf. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Weil du hast ja nur... Moment, du hast ja nur... Wo ist meine Kamera? Da. Wo ist meine Hand? Da. Geht nicht. Du hast nur so viel Platz hast du nur, ne? Wenn du da das Blech hinlegst und da oben ist der Deckel, du kannst den Deckel nicht abmachen, der ist fest, dann musst du das da reinmachen. Du nimmst natürlich das rote Blech raus, das ist ein Plastikding, legst es auf den Tisch, haust den Teig drauf, drückst ihn, dass er schön rund ist und dann nimmst du das ganze Ding mit Teig und steckst es in die Maschine. Was hat denn das für einen Sinn, das Tablett in die Maschine zu machen und dann den Teig drauf zu machen? Okay, ich reg mich schon wieder auf hier. Platziere den Cursor auf dem Knopf auf der Seitenwand und scrolle das Mausrad, um die Form auszuwählen. Du kannst die Anzahl der Portionen auf dem gleichen Panel auswählen. Um die Maschine einzuschalten, zieh den Hebel und drücke ihn erneut, um die geformten Brötchen herauszunehmen. Okay. Oh, geil, Mehlsilos gibt's auch, Flüssigsilos, Baguette-Maschinen. Kann ich, ich rede schon wieder pelzig. Kannst du auch Brezel mitmachen. Also, ja. Woher weiß ich das? Kommt ihr nie drauf. So, guck mal hier. Mittlere Schüssel, große Schüssel, Abfalleimer, Behälter. So, verschiedene. Was gibt's denn verschiedene? Kiste, Wagen, Aufbewahrungskiste, Auto. Kann ich mal ein neues Auto kaufen? Bestell Zeit und einen Timer. Ich dachte, den kann ich auch updaten oder so. Okay, pass auf, dann machen wir das jetzt einfach so. Komm her. Zack, ne? Das machen wir schon mal rein. Wenn das Spiel sagt, das gehört sich so, dann machen wir das so. Sorry, Leute. Ich habe sehr fettig gegessen und ich bin ein alter Mann. Und, ach, ihr wollt es einfach nicht wissen. So. Also. Dreieckiges Brötchen. 9 Stück. Dreieckige Brötchen. Und die müssen auch einfach geradeaus. Ich glaube, da ist, glaube ich, gesperrt. Oder war gesperrt? Keine Ahnung. Werden wir einfach sehen. Also, wir bleiben bei der 5-Minuten-Bäckerei. Junge. Ich kann euch sagen, ich laber zu viel. So. Kriegen wir hin. Also, erstmal gucken. Welcher Influencer will jetzt Brot zum Fotografieren? Unser PR-Team ist der Meinung, dass dreieckiges Brötchen das nächste große Ding werden sollte. Wir haben recherchiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass du der Einzige bist, der in der Lage ist, dies zu verwirklichen. Los, mach uns stolz. Na, sowas von.
Was ist besser als ein rundes Brötchen? 2 runde Brötchen. Achso, ein Dreieckbrötchen. Natürlich ist die Form nicht das Einzige, was es unverwechselbar macht. Das zweite wichtige Merkmal ist der Geschmack. Der zarte, flaumige Geschmack wird durch die Zugabe von Joghurt erreicht. Ich habe gar keinen Joghurt. Doch, habe ich. Wie durch einen Zufall habe ich Joghurt. Okay. Also legen wir los, oder? Schüssel mitnehmen. Also fangen wir an. 450 Gramm Roggenmehl. 50 Gramm. 450 Gramm Roggenmehl. 180 Gramm Joghurt. 150. 70. 80. Quatsch, 75, 80. So. 180 Gramm Olivenöl. Junge, Junge. Hat man das denn gerade? 10. 70. 30. Jetzt noch 50 und jetzt noch 100. Ich kann auch rückwärts zählen. Backpulver 18 Gramm. Krieg ich ein Backpulver hier? Ach, da. Wie viel war das? 18. 5, 10, 15, 16, 17, 18. 18 Gramm Salz. 1, 2, 3, 15, 15. 18. Sorry. Egal, aber es hat funktioniert. Zucker 9 Gramm. 1, 2, 3, 4. So, da sind wir. Jetzt wird gemixt. Wo ist der Mixer? Vielleicht lerne ich sie irgendwann mal. Wie lang? 20 bis 35 Sekunden. Und gib ihm. Wir wollen die Maschine nicht überheizen, aber wir wollen, dass es schnell fertig wird. So. 17, 20 bis 35. Wir geben ihm noch die extra Runde, oder? So, alles klar. Jetzt pass auf. Seht ihr diesen Deckel? Das ist pures Metall. Das Ding ist mit Metall. Du kannst das da nicht drauf machen. Weißt du? Aber ja, ist schon in Ordnung. Also, 9 Stück will ich haben. Jawohl. Form... Moment, ich muss die Schüssel abstellen. Kann das sein? Die Form... dreieckig. Jawohl. Und jetzt... Ah, der Hebel. Ne? Der muss jetzt da runtergehen. So. Und jetzt, pass auf. Pass auf, pass auf. Das ist ja langweilig. Normalerweise machst du... Ne, eigentlich nicht. Bei Dreieckigen nicht. Das stimmt schon. Achso. Bin ja schon fertig. Guck. Oh, das ist ja einfach. Dann machen wir das Ding gleich hier hin, ne? Wie soll ich das da hinhängen? So. Ofen ist auf. Oh, das ist ja schön. So, Kliefmaschine ist was Feines, ne? Wie lang drin? 20 bis 35 Sekunden? Nee. 200 Grad, 25 bis 40 Sekunden. Seht ihr eigentlich, dass ich oben dreieckiges Brötchen angezeigt kriege, aber unten bei Form sind Runde zu sehen? Ist doch seltsam, oder? Das ist doch irgendwie, ne? Oh, dieses französische Ambiente. Raus damit! So, auf den Tisch. Ey, so langsam wird's. Jetzt fehlt nur noch. Jetzt pass auf. Wir probieren das nochmal mit dem Lieferjungen. Das hat er schon recht gut gemacht. Aber wir geben ihm ein bisschen Trinkgeld. Ne? Alter, aber das ist schon hardcore. Das ist aber schon... Ja, komm, es ist es mir wert. Berichte von der Lieferfirma sind fertig. Mal sehen. Zugestellt! Yay! 100%, jawohl, ich freue mich. Und 0% Verspätung. Aber besser könnte ich es auch nicht machen. Volle Möhre, Geld gekriegt und XP. Ach, schön. So. Ach komm, das muss schon reichen für Level 6. Jetzt gibt's hier irgendwas. Ich kann jetzt mich in der Bäckerei schneller bewegen. Ja, super. Habe ich Bock drauf. Muffinformen. Ich habe die noch gar nicht gebraucht, die Brotformen da. Aber okay, ich kann jetzt noch mehr in die Schüssel machen. Okay. Das ist ein Donut-Dude. Und natürlich steht vom Donutladen die Polizei. So, also gut. Dann gucken wir erstmal Bestellungen, ne? Bestellungen. Wir machen es so wie immer. Wir sind...
Guck mal, ich wurde gerade aufgefüllt, hast du gesehen? So. Alle bestellen. Ich meine, hey, wir sind gut im Geld. Aber 610 ist eigentlich gar nicht mal so viel, ne? Ich meine ja nur, das ist gar nicht mal so viel. Einfach weil, ja, wir wollen uns ja auch irgendwann neue Sachen kaufen, oder nicht? Kann ich mir zum Beispiel schon einen neuen Ofen kaufen? So, pass auf. Anpassung. Na, Anpassung. Hallo? Pep. Da, Anpassung, ja, ja. Also ich kann ja gar keinen Ofen. Also ich muss U drücken, gell? Nee, geht noch nicht. Achso, das sehe ich. Also pro Backform brauche ich 10 Geld. So Alubackform. Das stimmt aber so. Die Alubackform, da waren sie immer ganz heiß drauf, dass man die nicht so verschwenden. Dass man immer, dass man so 2 oder 3 oder 50.000 Mal benutzen. So, ist auch gut. Hier, wo ist das U schon wieder? Da bringt auch noch nichts. So. Ihr Leute, es wird Zeit, dass wir unser Gewerbe etwas ausbauen. Wir machen noch eine zweite Bäckerei dazu. Wir tun eine zweite Filialöffnung machen. Die erste läuft, ne? Der Kurier weiß, wo sie ist. Also, 4 silberner Brotleib oder 4 Bauernbrot. Mach mal 4 Bauernbrot, oder? Einfach, damit wir hier auch mal was gemacht haben. So, dann gucken wir mal, was du hier zu sagen hast. Vielleicht essen sie es diesmal. Der Muttertag steht vor der Tür. Jedes Kind möchte ihn zu einem ganz besonderen Tag für seine Mutter machen. Unsere kleinen Kunden sagen, dass Bauernbrot das perfekte Geschenk für ihre Mutter ist. Wir können sie nicht im Stich lassen, also müssen wir einen großen Vorrat vorbereiten. Bitte liefer uns so viele Bauernbrot, wie du kannst. So, okay. Zeig mal kurz her. Bla 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 bla. Wasser. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt schon übernommen habe jetzt. Joghurt, nee, Wasser. Schüssel vergessen. Natürlich habe ich die Schüssel vergessen. So, Wasser. Also, 1,28. 1, 2, 3. 8. 20. 1,28. Was? Nicht? 1,028. Speed. Hab ich mich verrechnet, hä? Ja, 1,3. Dann müssen wir mal hier noch 50 Gramm dazu. Jetzt haben wir 1,8. Jetzt haben wir noch 200 Gramm dazu. Geil, hä? Mal lieber Scholli. Kilo Roggenmehl. Kriegen wir hier. Roggen mit G. Sauerteigstarter 600 Milliliter. Wird Zeit für eine Sauerteiganlage. 500 und nochmal. So, Weizenmehl 640 Gramm. 100. 600. Junge, die Schüssel ist aber ordentlich voll, oder? Ich krieg nicht mehr rein. Nee, ich bin falsch. Ich bin jetzt schon falsch. Moment. Sorry. 520. 570. 590. 610. 630. 640. Jawohl. 48 Gramm Salz. Salz. 5, 6, 7, 8 und 2 mal 20. So. Dann gucken wir mal. Also ein Rundwirker für Brot. Wo ist denn jetzt schon wieder der Mixer? Da. Rundwirker für Brot haben wir noch nicht. Können wir uns noch nicht leisten. Aber wir können ein bisschen Power geben. Das können wir. Krieg schon wieder keine Anzeige. Siehst du das? Ja, manchmal ist die Anzeige kaputt. So, lassen wir noch ein bisschen. Okay, reicht. Wieder da rein. Müssen wir halt von Hand machen, wenn wir noch keinen Rundwirker haben. So. Hallo? Achso, die Schüssel. Die Schüssel muss natürlich noch weg. Ach, Mann. Die Schüssel. Die Schüsselbündchen. So, und jetzt brauche ich, Form ist egal. Ist egal. Auch wenn es oben eckig aussieht, die Form ist egal.
Ich würde halt, ne? Also rundes Brötchen schon mal nicht. Wir nehmen das da. Komm her. So, Spacebar. Spacebar. Wild und geheimnisvoll. Das hatten wir schon mal. Eigentlich meine ich nicht Spacebar, sondern Brave Star. Aber da kenne ich... Oder so irgendwie ging das. Kennt das noch jemand? Marshall Brave Star? So, und du kommst da runter. Zack. Und du kommst da runter. Und du kommst... Hoppala, das war falsch. Kann ja mal passieren. Gestern ein bisschen viel getrunken. Mineralwasser natürlich. Die Musik mag ich hier am liebsten irgendwie. Sag mal, wie viel Brote muss ich denn machen? Wird es vielleicht mal Zeit für einen Rundwirker für Brot? Echt jetzt? Ich wirke mir hier einen ab. Oh, jetzt muss ich die wieder alle von Hand da rumtragen, gell? Reichen da meine Bleche überhaupt? Ich kann die Umschalttaste gedrückt halten, ne? Passiert gar nichts, Moment. Ah, doch. Aber das kann ich nicht. Bin ich so dumm dazu. Kriege ich Knoten in die Finger, okay? Ja, komm, mach mal so. Wenn nur noch eins. Hätte ja eh nicht alles drauf gepasst. Gerade sagen, was soll denn das jetzt so? Ofen ist natürlich noch auf, wie sich das gehört. Die Nachbarn werden sich freuen. Nase juckt. Ah, weiter geht's. Also da hinten hin. Alles klar. So. Und jetzt lassen wir das mal 50 bis 70 Sekunden hier ein bisschen Speed geben. So, gerade so. Sollen wir ein paar Storys machen? Ja. Wir haben mal einen Lehrling gehabt, eine Lehrlingsmädel. Nennen wir sie Olga. Einfach ein Name, der mir gerade eingefallen ist. Und der haben wir dann, also wie man das halt so macht, du tust ja Lehrlinge dann wegschicken und die sollen dann irgendwie dummes Zeug holen, so wie, keine Ahnung, der Ofenhobel oder sowas. Oder die Klitoriszange. Oder ein Kilo Schwarten. Das war, so. Und wir haben sie dann meistens ins Lager geschickt, zum Sepp. Das war der Mann vom Lager, der Sepp. Und der hat dann manchmal ihr irgendwie was Komisches in die Hand gedrückt, irgendwie sowas. Oder halt gesagt, ja, die haben dich veräppelt, was weiß ich, irgendwie sowas. Moment, die passen da nicht rein. Ich habe nur 4 machen müssen und habe 5. Okay, 1 für den Bäcker. So, da fahre ich jetzt dann übrigens selbst hin. Jedenfalls habe ich sie halt mal zu Sepp geschickt und habe gesagt, sie soll eine Dose Mousse holen. Aber halt, ich habe halt hier gesagt, aber kein Apfelmus und auch kein Pflaumenmus. Sie soll doch bitte eine Dose Orgasmus holen von Sepp. Und die geht zu Sepp und du hast ihn durch die ganze Backstube hast du ihn lachen hören. Sie hat eine Woche lang nicht mehr mit mir geredet. So, okay. Mann ey. So. Okay. Ich muss da rausfahren. Nach rechts. Mach mal Platz. Ich komme. Und gleich wieder geradeaus. Ja? Ist hier ganz neu für mich, der Stadtteil hier. So. Also geradeaus erstmal, ja. Und irgendwann rechts, aber dann geht's auch gar nicht anders. Rechts, nicht links. Mach doch Platz. Sorry. Okay, ich muss die nächste links. Immer links einordnen, wenn man in einem Kilometer links will, ist sehr wichtig. Industrietal. Ja, ich kommt keine Polizei. Mach doch Platz.
Bin ich gerade... Habe ich gerade einen platten Reifen gekriegt? Weil ich über so ein Dingens da gefahren bin? Moment, ich muss da jetzt halt rein. So. Und jetzt ganz nach oben fahren und dann nach rechts. Ich brauche unbedingt eine Hupe an dem Auto. So, jetzt aufpassen. Also aufpassen, wo die Bäckerei ist, meine ich. Ach, die ist da ums Eck. Nee, alles in Ordnung. 80% Punktzahl nur? Ich hab... War doch gut. Warum? Hey, ohne Scheiß jetzt. Ich krieg 48 Punkte abgezogen, wenn ich sie mit dem Auto hinbringe. Letztes Mal waren es ja noch mehr. Da habe ich halt nur 70% gekriegt. Wenn ich den Lieferjunge bezahle. Ja, aber der will die Hälfte von meinem Geld haben. Ja, auch irgendwie doof. Egal, geschafft. Ding, Level 7. Also, Mamas Assistent. Guck mal, ich bin jetzt Mamas Assistent. Schummeltag-Muffin, Muffin für unterwegs, Kakaobecher, Kakao, Eier und ein Schüsselinhalt. Aha. So. Also, erstmal bestellen, ja? Alles bestellen. 74 spinnt ihr oder was? Jetzt, warte mal. 717, also wir haben jetzt 100 mehr als gestern irgendwie. Joghurt haben wir keinen mehr. Also Eier haben wir noch nichts. Wer rechnet denn Eier in Milliliter? Echt jetzt? Sind das Flüssigei oder was? Also, nicht Flüssigei. Eier sind immer flüssig, außer wenn sie gekocht sind. Ja, weiß schon. Ei, in den Packungen gibt es ja so Fertigeier, sowas. So, habe ich schon gemacht, gell? Ja, okay, alles klar. Was haben wir sonst noch? Komm, wir gucken uns mal die Wirtschaft an. Testigel. Adresse Sparkling Downtown, Roaring Avenues. Besitzer ich. Aktuelle Mittel 717 Geld und 10 Kleingeld. So, mein Einkommen, da ist es. Jetzt bezahlt ein Darlehen. Ich kann ein Darlehen aufnehmen. Warum denn? Lagoon Bank, where money grow on trees. Ja, aber warum soll ich denn ein Darlehen aufnehmen? Ja, für was denn? Ich bin doch gut dabei. Aber vielleicht, wenn ich mich erweitern, vergrößern will oder so. Was kann ich denn noch hier gucken? Lass mal gucken. Verlauf. Also. Oh, gucke. Grandmas. Oh, das hört sich gut an. So, also. Machen wir nächste Runde, oder? Machen wir nächste Runde. Moment. Ah, wer ist das Kissen? Meine Schattenredaktion ist übrigens eingeschlafen. Ich armer Kerl, muss hier ganz alleine spielen. Krieg keine interessanten Tipps mehr. So, 12 Puppenbrötchen, 4 Puppenbrote oder 4 goldenes Brot. Pass auf, wir machen Puppenbrötchen, weil wir nämlich eine Cleave-Maschine haben. Verstehst du? So. Ui, ist das viel Text. Hast du in letzter Zeit mal ins Internet geschaut? Wir haben das getan und es scheint einen neuen Trend unter Influencern zu geben. Es heißt Food-Shootings und hat nichts mit Alkohol zu tun. Influencer machen verschiedene Fotoshootings und verwenden dafür Gebäck als Requisite. Genial, nicht wahr? Um diesem Trend zu folgen, brauchen wir Puppenbrötchen, denn dieses Produkt wird auf Fotos perfekt aussehen. Es muss nicht lecker sein. Lass es einfach gut aussehen. Beeile dich. Unsere Influencer können nicht länger warten. Ja gut. Ja gut, dann machen wir das. So. So, zeig mal kurz her. Geh. Müde von gewöhnlichen Brötchen, die man in jeder Bäckerei kaufen kann, dann solltest du das Puppenbrötchen probieren. Zuerst scheint es wie jedes andere Gebäck, aber das Wichtige verbirgt es im Inneren. Porzellan. Nee. Weich, reich, lecker, nenn es wie du willst. Es ist alles wahr. Gut. Schüssel nehmen wir diesmal gleich mit. Auf geht's. Weizenmehl 600 Gramm. 100 Gramm, das waren 200. Okay, dann machen wir das halt einfach so. 600 Gramm Weizenmehl, 240 Gramm Wasser, 220, 40 Gramm Wasser, 240 Milliliter Milch,
So. 24 Gramm Hefe. Hefe. 20. 1, 2, 3, 4. 12 Gramm Zucker. 12 Gramm. Sesam 36 Gramm. 5, 6, 20, 36. Das war's. Dann wird das Ganze, wie soll denn eigentlich die Form rund sein? Die soll rund sein. Okay, wo ist der? Ich weiß, wo der Mixer ist. Ich bin nämlich schlau. Junge, die schwappt gleich über. Siehst du das? Wie lange muss man das kneten? 20 bis 35. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So. Jetzt lassen wir es langsam ausklingen, ne? So, machen wir das in die Schüssel. Jetzt haben wir vergessen, das Brett hinzulegen. Das ist aber schlecht jetzt. Naja. Warum? Sag mal, kannst du nicht eine normale Schüssel normal hinstellen? Wie sieht denn das jetzt halt aus? Ja nur. So. Okay, Schüssel abstellen. Dann muss ich 10 Stück. Ich hätte aber gern 12. Habe ich etwa hier versaut? Weißt du? Und deshalb reicht es nicht für die 12? Ach, keine Ahnung. So, rund ist in Ordnung. Runter machen, hoch machen. Sieht gut aus. So, jetzt pass auf, wir machen Folgendes. Wir setzen die da alle drauf. Das sind nur 9. Ich sehe das, ich bin nicht dumm. So, pass auf. Wir machen nämlich Folgendes. Das da machen wir wieder dahin. Wir machen noch 2 extra, ne? Ach, diese Musik, hey. So, jetzt pass auf. T? T. Ne, wie mache ich das? Ah, ich gehe da hinten hin, gell? Ich war das nochmal? 1. So. Goldenes Brot, Puppenbrot. Nee, ich will Puppenbrötchen haben. Puppenbrötchen. Und nicht 12, sondern geht nicht. Ich kann nicht runtergehen. Das ist natürlich doof. Ja, dann lassen wir das. Dann gibt's halt nur 10. Das ist wahrscheinlich, weil wir die Schüssel abgestellt haben. Guck, jetzt haben wir die Hälfte hier versaut. Da ist er noch drin. Wieso nimmst du denn das nicht? Ja, hopp, komm. Gibt's halt nur 10. Mein Gott. Ich sage einfach, der Lieferjunge war's. Das ist immer eine gute Idee. Der Lehrling war's. So, also. So, jetzt haben wir noch 25 bis 40 Sekunden. 200 Grad. Was können wir noch erzählen? Ich habe auch mal gesagt gekriegt, dass ich was holen soll. Und zwar der allzeit berühmte Kümmelspalter sollte ich holen. Da war ich frisch in meiner Lehre, also war da ein paar Monate gearbeitet oder so. War noch ganz jung und so, ne? Ängstlich. Nicht immer noch. Ich arbeite da nur nicht mehr. So. Und ich soll halt einen Kümmelspalter holen. Das Problem ist, ich wusste natürlich, was ein Kümmelspalter ist. Also, dass es das halt eben nicht gibt. Beziehungsweise, Kümmel wird gespalten, Spaltkümmel mit Wasser. Da kannst du Wasser hinmachen quasi. Und ja, hol mal einen Kümmelspalter, weißt du? Und dann so, ja, schon klar, ne? Kümmelspalter, ne? Kenn ich. Moment, Lieferung. Ja, ich meine, das ist nicht wirklich viel Geld, also, ne? Das ist schon in Ordnung. So. Also, was gibt's? Zugestellt. Hey, wieso? Achso, ja, weil wir halt da fehlen. Weil da fehlen. Naja, ne? Haben wir 2 zu wenig gemacht. Kann ja der Lieferjunge der hat's bestimmt gefressen. So, komm, das muss doch für ein Level 8 reichen. Ah, fast. Okay, was kriege ich? Ein professioneller Halter, ein neuer Arbeitsplatz und 300 Schüsselinhalt. Ja, geil. Müssen wir gleich mal gucken. So, Moment. Zuallererst mal müssen wir ganz normal ans Regal gehen und müssen hier auffüllen. Also, der Kollege hat dann halt gesagt, hier, hol mir das Dingensbummens da. Was ist denn da der neue Arbeitsplatz? Hol mir das Dingensbummens da, der Kümmelspalter, ne? Und ich habe gesagt, ja, nee, den gibt's nicht, ne? Dann kam er nach 5 Minuten wieder. Hast du den Kümmelspalter geholt? Und dann, nee, den gibt es nicht. So, pass auf. Muffinform. Das kostet halt 200, ne?
schaltet die Muffinpfanne frei, um Muffins zu backen. Wir gucken erstmal um. Und dann habe ich halt gesagt, nee, das gibt's nicht. Es gibt keinen Kümmelspalter. Ich gucke gerade, wo ich diesen neuen Arbeitsplatz da habe. Das brauchen wir auch nicht. Das ist Basiswand. Und dann kam er halt nach 10 Minuten wieder und hat gesagt, hier, wo ist denn der Kümmelspalter? Dann habe ich gesagt, laber nicht, es gibt keinen Kümmelspalter. Und dann hat er mich rund gemacht. Alter Schwede, hat der mich zusammengeplärt. Ohne Scheiß. Der hat mich richtig angeplärt. Und was mir nicht einfällt, ich bin Lehrling und ich habe gefälligst hier einen Kümmelspalter zu holen, wenn er das sagt. Und was die Scheiße soll. Ich untergrabe seine Autorität und was weiß ich. Der hat mich richtig rund gemacht. Hey, ich war komplett fertig. Ich bin dann halt, und ich wollte mich jetzt halt endlich ins Lager schaffen und einen blöden Kümmelspalter holen. Ey, ich war fertig mit den Nerven, ne? Und ich bin dann halt ins Lager gegangen zum Sepp und hab zum Sepp gesagt, ey, ich soll einen Kümmelspalter holen. Und der Sepp guckt mich halt so an. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, dass es den nicht gibt. Ich weiß es. Aber der eben, nennen wir ihn Carsten, habe ich mir einfach so ausgedacht, den Namen. Der hat mich gerade eben so rund gemacht und angeplärt und Sepp nur, ja, ich weiß, ich hab's gehört. Dann hat er gesagt, hier, setz dich mal kurz dahin, schnauf 10 Minuten durch und dann geh rüber und sag ihm, wir haben gerade keinen da. Ich habe mich da hingesetzt, habe mich mal beruhigt. Hey, ohne Scheiß, ich war wirklich fertig mit den Nerven. Der hat mich wirklich so rund gemacht und ich war halt, keine Ahnung, 2, 3 Monate da, weißt du? Und dann gehe ich halt zu, nennen wir ihn Carsten, und sag halt, ja, der Sepp hat gesagt, es ist keiner mehr da. Und dann stellt sich der Depp hin und lacht mich aus. Ah, bist du blöd? Es gibt gar keinen Kümmelspalter. Du bist so doof. Ah, reingefallen. Ah, und hat sich da, also nicht so wie ich jetzt, haha. Nee, der hat sich wirklich kaputt gelacht. Und guck mal, was der blöd ist. Der hat gar nicht kapiert, dass es keinen Kümmelspalter gibt. Hey, alter Schwede. War nicht cool. Das war nicht cool. Und das war dann der Zeitpunkt, wo mir klar wurde, dass dieser, nennen wir ihn Carsten, ein Arsch ist. So, es war halt nicht cool. Auch nicht, dass er danach hinging und mir eine Cola gekauft hat oder sowas. Ist scheißegal, Alter, das machst du nicht. War nicht cool. So, ich wollte doch aber eigentlich einen neuen Arbeitsplatz kaufen, weißt du? Warum geht denn das nicht? Also, es gibt nur das Muffinregal? Okay, dann kaufen wir halt das Muffinregal. Kein Problem. Erweitern mit U. Müssen wir das hier kaufen. Okay, dann... Ach, guck mal hier. So. Ich könnte jetzt so eine Form kaufen, aber brauche ich ja nicht. Also brauche ich nicht zu kaufen. Das ist voll unnötig, das Ding da, ne? So, kann ich hier noch was machen mit U? Nee, ich glaube erst ab Level 14. Ablage zum Ablegen von Brot- und Muffinformen. Super, ich habe noch keine einzige... Das ist eine Formstation? Laber nicht. Ich habe noch keine einzige Brotform gebraucht. Was ist denn das da eigentlich? Also da kommen dann die fertigen Dinger. Da kommt so der Abfall oder sowas rein. Das ist total blöde. Das schiebst du da oben hin oder tust es, wenn du am Schluss 20 Gramm Teig übrig hast und daneben 3 Brote, dann tust du es da noch draufschmeißen. Was willst du mit dem alten Teig? Außer du brauchst den Restteig. So irgendwie. Ja, so, weiter geht's. Okay. Also, fortfahren. Grandmas. 12 dreieckige Brötchen. 12 dreieckiges Brötchen. Singular. Plural. Singular. Weiß man nicht. Okay, 4 Puppenbrote, 12 Schummeltag-Muffin. Also, wir haben ja eine neue Maschine. Ich will die schon ausprobieren, ne? Aber auf der anderen Seite will ich mir auch hier... Nee, komm, ich muss die neue Maschine ausprobieren. Das ist ganz wichtig. So, dann gucken wir mal, ne? Beschreibung. Klatsch ist die stärkste Werbung der Welt, oder? Wir wollen ein wenig Internetklatsch verbreiten. Das wird sicherlich unseren Umsatz steigern. Unsere Influencer wollen jedoch nicht über ein gewöhnliches Brot schreiben, das man in jeder Bäckerei um die Ecke kaufen kann. Deshalb brauchen wir etwas Trendiges.
Ein Haufen Schummeltag-Muffins wäre gut. Findest du nicht? Perfekt. Bitte liefer sie uns sofort. Okay. Sag mal kurz her. Warst du schon mal auf Diät? Du wirst sicher daran denken, gesunde Salate zu essen, Wasser zu trinken und deinen größten Feind zu bekämpfen. Die Kalorien. Aber du hast sicher nicht an den Schummeltag gedacht, an dem du essen kannst, was du willst, um deine bisherigen Diäterfolge zu feiern. Der Schummeltag-Muffin wurde speziell für diesen Anlass hergestellt. Greif einfach zu diesem leckeren Gebäck und genieß ein echtes, kalorienreiches Essen. Okay, nee, kannte ich nicht den Schummeltag-Muffin, aber gut, dass wir es jetzt das haben. Gut, wir brauchen dazu 300 Gramm Vollkornmehl. Ja, warum nicht? Ah, die Schüssel. Ich habe die Schüssel wieder vergessen. So, komm her. 300 Gramm Vollkornmehl. Das ist 5. Das ist 10. 20. 50, oder? Haben wir 50 Vollkornmehl? Ah, da, ja, 50, okay, sorry. 100, 150, ach komm. 300. So, das war ein bisschen seltsam jetzt. 24 Gramm Zucker. Zucker. 1, 2, 3, 4. 25, Kacke. Nochmal. 15. Hey, ich habe dreimal drauf gedrückt und habe 20 Gramm drin, da stimmt doch was nicht. Nein, nicht rausmachen. Komm, lass das. 1, 2, 3, 4. Jetzt hat 120 Gramm Milch. Die Milch ist da. 120 Gramm. 60 Gramm Joghurt. 60 Milliliter Eier. Was auch immer. Kleine Eier 45 Milliliter, da 60 Milliliter Eier. 1. Ich muss grün treffen, oder? Ui, der war knapp. So, ist egal. Habe ich hingekriegt. 24 Gramm Hefe, die ist da drüben. Die ist da. 24 Gramm. 1, 2, 3, 4. Und jetzt noch 20 dazu. Gut, haben wir alles. Oh, ich sehe gerade, ich habe ja hier ein Problem. Ich kann meinen Ofen... Wo ist denn schon wieder der Mixer? Da. Ich kann meinen Ofen gar nicht auf 180 Grad stellen. So, wie lang? 30 bis 50 Sekunden rühren. Und dann will ich dann 12 Muffins rauskriegen. Ich muss vorher... Pass auf. 30 bis 50 Sekunden. Ich brauche 12 Stück. So, Moment. Dass ich hier jetzt keinen Fehler mache. Ich stelle jetzt gleich die Muffinformen hin. 1, 2. So, weil wenn ich nämlich die Schüssel nehme und wieder hier hinstelle, verschütte ich wieder die Hälfte. Also rein damit. Wie geht denn das? Moment. Wie Shape? Achso, nee, ich bin hier falsch. Ich muss doch hier Muffin. Mann, was soll denn das? Muffins für unterwegs. Schummeltag-Muffins. Muss der gemischte Teig in die Muffinform gemischt werden. Okay, dann aufs Ofenblech, dann in den Ofen. Also ich bin richtig. Ich wollte nur mal sicherstellen. Also so kenne ich es jetzt auch. Ich hätte jetzt nicht rund gewirkt oder so, aber man weiß ja nie. Was? Muffin. Um Muffins zu formen, muss der gemischte Teig in die Miniform gelegt werden. Muffinform. Ja. Will ich doch. Geht nicht. Ich muss noch ein bisschen mixen. Also da kommt es garantiert nicht rein. Ich muss noch ein bisschen mixen, oder?
Kann ich die Form vielleicht woanders hinstellen? Vielleicht muss ich das ja so machen, weißt du? Naja, okay, ergibt ja auch Sinn, Mann. Sorry, ich bin gerade ein bisschen doof, weil guck mal, das stand ja hier schief. Die wären ja rausgelaufen. Hoffe ich, dass das das Problem Lösung ist. Lösung des Problems, meine ich. Wir gucken mal. Ja? Ja. Ich habe jetzt einen da reingemacht. Hallo? Da ist nur einer drin. Wieso geht denn das nicht? Ey, da ist nur einer drin, das reicht doch nicht. Ich soll doch ganz viele machen. Na, ich bin... Ich kann doch nicht nur einen Muffin machen. Es geht nicht. Guck mal. Jetzt muss ich die Schüssel abstellen. Warte. Ich lege es zurück, dann stelle ich die Schüssel ab. So, jetzt nochmal. Was soll denn das? Echt jetzt? Halten, um alle fallen zu lassen. Laber nicht. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Ich hab vergessen, die Förmchen reinzumachen. Ich hab vergessen, die Förmchen reinzumachen. Ah. Das Spiel macht mich irre. Das Spiel macht mich irre. Moment. So, wenigstens weiß ich jetzt, wie man verhindern kann, dass dauernd so wenig Zeug drin ist. So, jetzt hat. So. Jawohl. Ja gut, dann machen wir es halt einfach so, ne? Ich hätte jetzt halt, es hätte auch alles auf ein Blech gepasst, aber ist eigentlich kackegal, ich habe ja sonst nichts im Ofen. So, 30 bis 50 Sekunden. Jesus, ne, das ist ja hier. Also, dass man dann die Förmchen nicht an, ja, ist ja logisch, man macht das nicht einfach in die Aluform, die brauchen ja unten so ein blödes Papierding, was man nicht mitessen kann. Also man kann schon, das schmeckt halt nicht. Nicht, dass ich das jemals gemacht hätte. Komm, ein bisschen aufräumen. Hier in die Spüle stellen. Ist das die Spüle? Keine Ahnung. So. Was ist denn... Dann lassen Sie noch ein bisschen drin. Wieso kriege ich da jetzt schon... Was? 4% verbrannt? Ich hab nicht reingeguckt, Mann. Ist das jetzt dein Ernst? Ich hab nicht direkt reingeguckt, weißt du? Das ist jetzt ein Witz, oder? Ja, egal, komm. Ja, von der Sonne verwöhnt, am Himmel. Am Himmel, Arsch und Zwirn. Mann, am Himmel. So, ich fahre das selbst weg. Ich will bei der Oma vorbeigucken. Also Omas Bakery. Grandmas Graham Bagels. Was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich muss einfach nur nach links. Wo muss ich hin? Also, nächste rechts. Mach Platz. Dann wieder links. Mach doch Platz. Mann, ey. Mach doch Platz, Mann. Ich hab's eilig. Ich hab da Bagels. Nee, Muffins. Dasselbe. Junge, wie fahre ich denn so kacke? Nee, das ist falsch. Okay, ist egal jetzt. Mach Platz, ich hab's eilig. So. Die nächste links. Junge, ja, es ist... Ich hab mich nicht verfahren. Ich verbessere meine Ortskenntnis. So. Das ist klar.
96%, immerhin. Die etwas dunkler waren, ich habe ja einfach gesagt, das sind Schokomuffins. Level 8. Wie, das war's? Ich hatte mir so ein bisschen gekriegt. Also ernsthaft jetzt, ich war schon Level, oder war ich Level 6 und habe jetzt gleich Level 8 gekriegt. Das kann natürlich sein. Und warum kriege ich hier nicht so ein Dingens da? Ich habe da gerade, was gibt's denn hier eigentlich? Größerer LKW, bis zu 6 Bestellungen pro Tag. Junge, Rabatt. Senkt die Kosten der Zutaten an der Kasse um 20%. Alte neue Elementstile frei. Habe ich das da schon? Ich weiß gar nicht. Nee, habe ich noch nicht. Junge, da fehlt noch eins. Ja komm, dann müssen wir jetzt hier da was machen. Also, da guck. Neuer Arbeitsplatz. Ah, das war wahrscheinlich das Muffin-Ding oder sowas. Also. So. Das machen wir jetzt halt noch. Pass auf. Oh, was ist das da? Das ist aber neu. Upgrade auf Level 2 möglich. Oh. Was kostet das? 1000? So viel habe ich nicht, da komme ich in Minus. Um voranzukommen, ist ein neuer Arbeitsplatz erforderlich. Er bietet mehr Platz und ermöglicht den Kauf von spezialisierteren Maschinen. Der nächste Tag beginnt an einem neuen Ort. Lass mal gut sein. Ich hoffe, dass ich mein altes Zeug mitnehmen kann, ne? Also, pass auf. Ja, ich brauche hier Zeugs, ne? Ich muss hier leider bestellen. Kostet auch nur 13, ist in Ordnung. Und zwar wollte ich was machen und hab's vergessen. Ach, weißt du, was das Problem war? Unser Ofen ist auf 200 Grad. Wir sollten aber nur auf 180 backen. Das heißt, wir holen die ein bisschen früher raus. Ich hab's aber nicht gemacht. Also rausgeholt, meine ich. So. Was wollte ich denn machen jetzt? Ach so, ja. Ich wollte das 5-Minuten-Dingens machen, so. 5 Minuten Dingens. Bestellung überprüfen, neuer Tag beginnen, jawohl. Und zwar 18 Muffins für unterwegs. Da brauche ich 3 von diesen Dingern da. So. Gut, was gibt's hier? Zeig mal her. Beschreibung. Oh nein! Wir haben hier einen Notfall. Einige der beliebtesten Influencer haben geschrieben, dass das Gebäck in unserem Laden langweilig ist. Kannst du dir das vorstellen? Das könnte eine echte Katastrophe für uns sein. Wir brauchen deine Hilfe. Bitte bereite Muffins für unterwegs mit den außergewöhnlichsten Zutaten zu. Vergiss nicht, das Gebäck schön zu gestalten. Verstehst du? Prima. Jetzt backen. Denk dran, es ist uns so schnell wie möglich zu liefern. Ausführung. Jetzt. Gut. Zeig mal her. Dies ist der ultimative, perfekte Muffin. Er ist klein, leicht und vor allem lecker. Du kannst ihn bei der Arbeit, zu Hause oder beim Spaziergang im Park essen. Greife einfach zu und genieße diesen einzigartigen Geschmack unterwegs. Dieser Muffin kann mit deinen Freunden geteilt werden, um die Beziehung zu ihnen zu stärken. Wenn du das sagst, dann ist das so. Okay, Schüssel. So, also legen wir los. Weizenmehl, 450 Gramm. Jetzt reden wir eine Sprache. So, 180 Gramm Zucker, jawohl, da schmeckt der wenigstens. So, 150, 70, 80. 180 Gramm Milch, was stimmt denn mit dem Weizenmehl nicht? Wieso ist denn das Weizenmehl so viel? Wieso hat denn das Weizenmehl jetzt nicht gestimmt? 450 Gramm. Zucker 180 Gramm. Ich muss jetzt ganz genau zählen. So, wenn du es so schnell machst und dann verhuddelt das, weißt du? 180 Gramm Milch. 20... 40, 60, 80, 100. 90 Gramm Olivenöl. 90 Milliliter Eier, das sind 2 kleine. Alter. Ich brauche noch eins. So. So, habe ich 90 Gramm Eier, ja. Hefe 36 Gramm.
Als ob man die Eier hier, weißt du? Wie hält denn der die Schüssel zwischen den Beinen oder wach? Oder wach? Was? Was? Hefe. Mann, Hefe, 90 Gramm. 50, 70. Ist doch Quatsch. Was laberst du? Hefe, 36 Gramm. 20 Gramm Hefe. 30, 35, 36 Gramm. Jetzt halt stimmt's. Und 18 Gramm Salz. 1, 2, 3, 5, 5, 5. So, jetzt hat aber. Und drauf achten, 180 Grad. Ich muss die relativ früh rausholen. 30 bis 50 Sekunden und der Mixer ist schon wieder verschwunden. Alter, das gibt's doch nicht. Der steht doch aber immer rechts. Warum gucke ich denn dauernd nach links? So, Maschine läuft. Und jetzt gibt es ein bisschen Power hier. Das arme Ding. Das ganz böse arbeiten hier. Wie lange eigentlich? 30 bis 50 Sekunden. Volle Power hier. Überhitzt. Überhitzt. Ja, ja, ich hab's verstanden. 20. 30 bis 50 Sekunden. Guck mal her. Gucken wir nochmal bis hier hin und dann lassen wir es einfach ausklingen jetzt. So. So. Wir brauchen 3 von den Hüllen da. Eine. Hallo? 2. Kriegen wir doch alle auf dem Blech, oder? 2. 3. Und jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich jetzt die Hülsen da in die Hülle mache. So, guck. Plopp. Plopp. Ich. So, ich bin ja lernfähig, ne? So, ist der Ofen auf? Ja. Sehr gut. Deshalb ist es schön warm in der Bäckerei. So. Ja, hallo? Ah, hier auch ein bisschen. Und da ein bisschen. Sehr gut. Schüssel abstellen. Ab in den Ofen bei 180 Grad. Können wir leider nicht machen. Nein, ich gebe keinen Speed Boost. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. 1% ist verbrennt. Ich kann es auch einfach bei offener Tür backen. Okay, wir können... Ich glaube, das ist das Problem. Ich kann noch keinen neuen Ofen leisten, weißt du? Okay, wir müssen auf jeden Fall ganz genau rausholen. 30 bis 50 Sekunden. Also 30 Sekunden. Weil... Ne, kannst ja reingucken hier. Aber die sind noch nicht gut. Die sind noch sehr hell. So. Wir müssen genau bei 30 Sekunden. 28, 29, 30. So. Direkt rausholen. Die sind immer noch hell, finde ich. Egal. So. Die Aluform kann man übrigens nochmal nehmen. Ich meine ja nur. So. Und jetzt pass auf, Folgendes. Das lassen wir unseren Fahrer machen, oder? Aber eigentlich will ich ja Geld sparen. Nee, das machen wir. Ja, aber... Nee. Wenn ich Geld... Alter! Knick dich ins Vieh. Ich mach das selbst. Der wird immer teurer hier. So. Wo muss ich denn hin? Okay. Die nächste... Also erstmal geradeaus. Dann nach rechts. Dann nach links. Dann geradeaus. Mach mal Platz da. Alter, hast mich geschnitten. Ich hab's gesehen. Du auch. Ich hab dich auf dem Kieker. Was sind denn das für seltsame Lampenkonstruktionen? Seht ihr das? So, immer, hier waren wir doch schon öfters. Ja, hier ist die 5-Minuten-Bäckerei, ich weiß. 97%. Bam, und der Lieferjunge wollte 40 Geld haben dafür. Nix da. Ach, guck mal. 2 Level habe ich gleich gut gemacht. So, und jetzt guck, ich habe einen Regalofen. Oh, geil, Stickofen. Nee, ein Etagenofen. Okay, alles klar. Was ist das hier?
Turbomodus für einen Kneter. Das sieht mir eher nach einem besseren Kneter aus. Rosine, eine. Singular. Das kannst du oben auf den Muffin drauflegen. Eine Rosine und ein Überraschungsmuffin. Ach, die gute Überraschungsmuffins. Ist es das schön, der Überraschungsmuffin. So, jetzt pass auf. Wie sieht's denn monetär aus? Aha, wir haben 1300. Das reicht für einmal einkaufen gehen. Das ist wichtig. Direkt einkaufen gehen, dass wir das nicht vergessen. Wieso gehe ich immer hier ins Regal? Ich habe keinen Sound mehr. Mann, ey. So, habt ihr nicht gehört, was ich gesagt habe? Macht nix. Bin wieder da. Upgrade auf Level 2 möglich. Hab ich doch schon. Sieht doch genau aus wie immer. Also erstmal die Schüssel nehmen. Ah ja, das. So. Beschreibung. Unsere Kunden lieben den hausgemachten Look deiner Produkte. Ihre Kinder wollen nichts anderes essen. Sie sind ein echter Hit für große Familien. Bitte mach uns mehr altmodischer Brotleib. Wenigstens mal Leute, die das Zeug auch essen. Und nicht nur, guck mal, können hier ein Foto von machen. So ein Quatsch. Influencer-Kack. Junge, stopf es in die Gusche und sei ruhig. Guckst du nicht. So, ist auch egal. So, 1,6 Liter Wasser. So, 2,5 Kilo Vollkornmehl. Ah, Fuck. 2,05. Nicht 2,5 Kilo. Was ist denn 2,05? Weißt du, was ist denn das für eine Kacke? Jetzt habe ich 2. Nein. So, 2 Kilo. Und jetzt muss ich 50 Gramm dazu machen. Trotzdem, 50 Gramm ist trotzdem irgendwie komisch. So, Sauerteigstarter 750 Milliliter. Machen wir erstmal 50, 200 und dann noch 500. 750. Salz 60 Gramm. 20, 40, 60. Wieso ist denn das jetzt 80? So, jetzt hat. Ja, 10 bis 20 Sekunden rühren in dieser Maschine da. Nicht ausschalten. So, was? 10 bis 25 Sekunden. Okay, hat gereicht. So, jetzt pass auf. Was ist das? Brotleib. Das kann ich da jetzt direkt reinmachen. Und dann dahin. Habe ich schon so lange kein Brot mehr gemacht, hey. So, Schüssel wegstellen. Ich brauche unbedingt eine Brotwirkmaschine. Warte mal. Brotleib scheint scheißegal zu sein. Also wie er aussehen, hoppala, wie er aussehen soll. Ich mag lange Brote. Hier ist das ne? Mann, bin ich gut oder was? So.
So. Das Rundwirken geht übrigens so garantiert nicht. Vor allen Dingen, die können also derjenige kann in 2 Richtungen rundwirken. Geht's noch? Das ist ja hier das ist ja ein Unikat, sag ich euch. Ich kann nur links gegen den Uhrzeigersinn, rechts mit dem Uhrzeigersinn. Ja, auch ein armer Kerl. So, und hier dahin. Oh, das war zu weit. Muss ich ja richtig zielen hier. Haben wir es jetzt nicht bald? 4 haben wir. Jetzt hat... Komm. Ich hab doch schon 5. Ist doch gut. Ich hab doch schon 5. Ja komm, dann gibt's halt eins mehr. Vielleicht gibt's auch nicht eins mehr, weil ich gerade ein bisschen doof bin. Hä? Ich verstehe gerade nicht, was los ist. 2, 4, 6. Jetzt habe ich 6. Wenn es nur im echten Leben mal so wäre. Pun intended. Ich habe ihn schon mitgekriegt. Bin nicht doof. Und außerdem muss man die doch auch... Boah, nee, das geht nicht. Die müssen freigeschoben sein. Das geht nicht. Wie sieht denn das aus? Mann, ich habe ein bisschen Bäckerstolz. Da, guck. So ist gut. Was ich sagen will ist... Moment. Ja, man macht so. Das... Ich weiß nicht, was ich sagen will. Das wird jetzt halt lustig, wie wir da jetzt noch eins unterkriegen sollen. Quer vielleicht. Aber wir lagern es mal kurz zwischen. Nehmen das, machen es in den Ofen. 50-Sekunden-Regel. So. Ich muss das nochmal... Genau so macht man das. Wer was anderes sagt, lügt. Okay. Klappe zu, alles gut. Wie viel Grad? 200 Grad, 55 bis 75 Sekunden. Komm, wir geben ein bisschen Krönung. Wuhu! Dann kriegen wir immer noch nichts hier. So. Was könnten wir jetzt noch machen in der Zeit? Schon einkaufen gehen. Kiste schon mal hinstellen. Nee, darf man ja nicht. Okay, dann ist ja alles klar. Ja, komm, wir gucken mal hier auf der Nummer 2 sehen Sie Folgendes. Und auf der Nummer 3 sehen Sie nix. Rezeptbuch, da, was ist das da? Ne, das habe ich doch gerade gesehen. Ich will das da unten sehen. Wirtschaft. Gekaufte Maschine 1000. Wie? Also, ja, aber ich habe doch keine Maschine. Ich habe doch ein komplett neues Haus gekauft oder so hieß es doch. Ach, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. So, das brauchen wir jetzt halt übrigens nimmer. Haben wir ein bisschen Platz hier. Immer noch zu viele Rosinen sehe ich gerade. Die eine Rosine, ja. Nein! Rosinen sind doch die Popel der Götter. Das ist das Beste, was es gibt. Wenn ich es dir sag, Rosine, wisch das. So, das ist für nachher. Wenn ich zurückkomme, dann wird da ordentlich Butter drauf geschmiert und dann gibt es ordentlich Butterbrot, dass das klar ist. So, wie schaut's denn eigentlich mit der Lieferung aus? Ja, das ist in Ordnung. Oh, fuck, ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, Trinkgeld zu geben. Du Depp! Echt jetzt? Ja, komm, immer noch besser, wenn ich's abgeliefert hätte. Aber trotzdem, Mann ey, ich hab vergessen, Trinkgeld zu geben. Da hat er sich gleich mal Zeit gelassen. Ach, guck mal, es ist aber wenig. So, was gibt's als nächstes? Rabatt. Senkt die Kosten für die Anmietung eines Kuriers. Oh yeah, das ist gut. Und das hier? Größerer LKW. Und was gibt's da? Sofortige Lieferung für Zusatzstoffe. Und hier
Elementstil und Anpassung. Okay, jetzt hier. Automatisches Auffüllen. Oh, wir kriegen hier ein Kleinkomponentenlager. Trockenkomponente? Also, du weißt, was ich meine. So. Ey, gucke, Gewürze. Du kannst das Backen noch besser machen, indem du zusätzliche Würze hinzufügst. Marge, vergiss die Gewürze, wir produzieren mehr Fürze. Für jedes Rezept gibt es eine gute Zutat, die nach der Lieferung zusätzliches Geld und Erfahrung bringt und eine schlechte, die eine Strafe gibt. Für jedes Rezept gibt es eine gute Zutat und eine schlechte Zutat, die eine Strafe gibt. Okay. Aber wir werden dir nicht sagen, was gut und was schlecht ist. Du musst es selbst finden. Entdeckte Gewürze werden im Rezeptbuch stehen. Aha. Gewürze findest du in den Gläsern auf dem Regal. Viel Glück beim Experimentieren. Geht's schon von der Zeit ab? Nee, okay. Jetzt, aber das ist schon hier. Guck mal hier. Das ist schon krass hier. Da drüben gibt's neue Maschinen. Zeig mal hier. Das ist ein Rundwirger, oder? Ja. Zum Formen von Rundbrot. Das werde ich mir wahrscheinlich als nächstes kaufen. Dann kann ich nämlich deutlich besser Brot machen. Und das hier ist Teigteilmaschine. Im besten Falle teilt die Maschine den Teig und ist so gestellt, die muss ein bisschen näher sein, dass es da dann gleich reingeht. Dann läuft das hier rundrum und kommt dann da raus. Normalerweise legst du dann da so eine Diele, also eine Holzdiele drunter, dass wenn es rausfällt und nicht sofort auffängst, dass er nicht auf dem Boden landet. Wobei das ja gar nicht schlimm ist, kann ja bis zu 50 Sekunden liegen. Die gute alte 50-Sekunden-Regel, wer kennt sie nicht? Moment. Der war gut. Ich kriege jetzt schon wieder Mehlallergie. Es ist voll geil, oder? Ich gehe ins Mehllager und ich muss niesen wegen meiner Mehlallergie. Ich habe wirklich eine Mehlallergie. Das ist der Grund, warum ich kein Bäcker mehr bin. Ich habe Mehlallergie. Aber es ist schön. Funktioniert immer noch. Ich gehe ins Mehllager und muss niesen. Super Sache. Also Weizenmehl, Roggenmehl, Dingsbumsmehl, was ist denn das hier? Ich glaube, hier kannst du mit links, rechts das Mehl einstellen. Dann da wahrscheinlich 200 Gramm. Und jetzt gib ihm. Nee, lass gut sein. Lassen wir. Ja, okay. Gut zu wissen. Da muss da aber natürlich eine Schüssel drunter stehen. Erstmal ne? Also Mehlsilos. Und dann automatisches Auffüllen. Schaltet das automatische Nachfüllen fehlender Produkte frei. Okay, das ergibt vollkommen Sinn. Also ich meine, die Firma, die dann mit dem großen Mehllaster kommt, die hat halt irgendwie so ein Dingens da in den Mehlsilos drin, wo normalerweise gesagt wird, okay, es ist jetzt nur noch viertels voll, aber jetzt schickt die nächste Fuhre raus. Kannst natürlich auch immer von Hand bestellen. Kann dann natürlich sein, dass du dann vergisst zu bestellen und dann hast du halt Pech. Deshalb ist das Nachfüllen schon recht praktisch irgendwie. Aber wir wollen ja erstmal gucken, was wir sonst noch hier im Angebot haben. Es kostet 900, wir haben nur 400 noch was. Da muss ein alter Bäcker lang für Brötchen backen. Die kostet 1000? Eine Teigteilmaschine? Spinnst du? Kannst du mal gleich knicken, Junge. Hier haben wir Gewürze. Was haben wir denn hier für Gewürze? Zeig mal her. Honig, Chili, Kardamom. Kardamom? Ist das die Mutter von Kardamom? Karammel? Basiliskum? Da sind kleine Echsen drin. Zimt. Damit werden Trinkwasserrohre gebaut. Haben wir letztens gelernt. Nelken, die tun nicht verwelken. Getrocknete Cranberries mag ich nicht so. Ich mag Heidelbeeren viel lieber. Knoblauchpulver, das Beste. Ingwer. Vanille. Rosmarin. Rosmarin kenne ich. Das ist das, was aussieht wie diese Tannennadeln da. Orangenschale. Singular. Mascarpone. Das ist der in seinem Auto erschossen wurde, glaube ich. Und Marmelade. Was für Marmelade? Ist es Marmelade oder ist es Konfitüre? Was ist das da? Da ist eine Türe. Regalofen. Ach, Regalofen. 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 Jetzt habe ich's. Zeig mal her. Kostet 800. Professioneller Backofen mit Temperaturbereich von 180 bis 220. Ja, das ist ja schön. Ich finde ein bisschen schade, dass man den Schießer hier nicht benutzen muss. Du tust doch nicht Brot auf einem Blech backen. Das machst du einfach nicht. Du tust das Brot direkt auf dem Stein backen und dann nimmst du den Schießer, also diesen Holzspaten da, ne, und fährst dann, also erstmal machst du das Brot drauf
und dann machst du das rein und ziehst es schnell zurück, sodass das Brot im Ofen bleibt. Und dann machst du das halt auch beim Rausholen genauso. Schießer rein, Brot drauf, rumdrehen. Normalerweise hast du da in der Nähe einen Tisch oder sowas. Oder zumindest Kisten. Ja, Kisten hättest du. Dann könntest du direkt in die Kiste machen. Wo ist denn eigentlich die Kiste? Noch keine da. So, wir gucken mal. Also hier ist meine Dingensstation, jawohl. Mülleimer ist jetzt hier. Und das da ist für einen Lehrling. Ist schön eigentlich, das sieht gut aus. Da kann er, was haben wir hier? Bakery Kingdom. So, da ist meine Cleave-Maschine wieder. Immer noch der, Flüssigkomponentenmixer, ernsthaft? Flüssigkeitsspender. Spender zur Verbindung großer Flüssigkeitsbehälter. Ideal für größere Aufträge. Hab ich schon. Und das schaltet das automatische Nachfüllen fehlender Produkte frei. Und hier WLAN. Moment. Doch. Ey, sorry. Man merkt schon. Sobald, ihr bist jetzt hier in einer etwas größeren Bäckerei, es ist überall Mehl in der Luft, ich krieg hier, das gibt's doch nicht, oder? Hirn, verstehst du, Hirn? Das ist nur das Bild von Mehl. Das ist nur das Bild. Du musst nicht Allergie kriegen, du musst nicht niesen. Alter, was ist denn hier los? So, WLAN. Schaltet WLAN frei, mit dem automatisch die Produktmengen basierend auf dem aktiven Rezept. Oh, das ist krass. So, jetzt müssen wir gucken. Warte mal. Zeugs kaufen. Fehlt irgendwas? Nee, haben wir ja alles schon aufgefüllt. Sehr gut. So, aber jetzt pass mal auf. Anpassung. Wir können mal einen minimalistischen Boden rein. Ach, guck mal, jetzt siehst du sogar wenigstens ein Bild. So, der gefällt mir deutlich besser als dieser Plastik-Linoleum. Weißt du, was ich meine? Junge. Hey, sorry, weißt du, was das Schlimme ist? Moment. Siehst du das? Ich habe Tränen in den Augen. Und das ist nicht vom Spaß beim Spielen, das auch. Nee, ich habe Tränen in den Augen wegen meiner Allergie, meiner Mehlallergie. Ich bin ja dann mit Maske rumgerannt. Mit so richtig geilen FFP2-Maske. Und das war weit vor Corona, ungefähr 20 Jahre früher, ne? Und ist ja schön und gut, aber du hast halt auch Mehl in der Luft und irgendwann kriegst du halt dicke rote Augen und die fangen an zu tränen. Genau das habe ich jetzt. Ich kriege gerade Symptome von meiner Mehlallergie. Scheiße, Mann. Wenn das die BG sieht, dann will sie ihr Geld für meine Umschulung zurück. Ja, die BG, die hat mir die Umschulung bezahlt. Hat aber gesagt, du darfst danach nicht mehr in der Bäckerei arbeiten, das wollen sie ihr Geld zurückhaben. Und wenn die jetzt sehen, dass ich hier ein Bäckereispiel spiele und Allergiesymptome kriege, dann wollen sie ihr Geld zurück. Oh, Kacke. Eieiei. Okay, das ist alles schlecht, das ist nicht gut. Jetzt, okay, ich habe mich jetzt hier, lass mal gucken, neuen Tisch vielleicht? Ne, minimalistischer Tisch ist in Ordnung. Und den wählen wir aus, wenn wir... Ja, den finde ich aber eigentlich nicht so hübsch, ne? Ich mag die hellbraunen Tische lieber. Aber nee, hast du recht. So. So, lass mal kurz gucken. Kann man noch was? Eine Wand, gell? Eine minimalistische Wand. Aber die Basiswand ist schon deutlich hübscher als diese. Muss ich das kaufen? Nee, ne? So, sonst haben wir noch irgendwie was wir kaufen könnten? Bin voll im Kaufwahn, weißt du? Ich bin Bäcker, ich bin im Backwaren. So, passt auch. Jetzt werden wir mal unsere neue Bäcker... Oh, ich habe den Teigkneter noch gar nicht betrachtet. Yeah! Das ist ein Teigkneter für Männer. Da kann dieses kleine Futzding mir gestohlen bleiben. Wo ist es denn? Da. Egal, wir behalten es trotzdem. Wir sind hier eine Bäckerei. Hier wird alles behalten. Wie gesagt, da schmeißt man keine Maschinen weg. Was gibt's hier zu gucken? Pinch Points keep hands clear. Ja, ja. Shut off machine when not in use. Notice. Clean machine after use. Ich muss schon wieder niesen. Na. Sorry, ohne Scheiß. Es ist nicht lustig. Sorry. Dass meine Allergie hier gerade denkt, sie muss jetzt hier... Das ist jetzt übel. So, was haben wir denn hier? Turbo-Modus. Ermöglicht durch das Drücken der Taste die Beschleunigung des Mischvorgangs. Ja, komm, kaufen wir gleich. Yeah.
Das wird nicht funktionieren. Ja, ich weiß. Ich muss erst die Maschine starten. Ja, da kommt der Deckel da runter, muss erstmal alles rein. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal... erstmal muss ich aufstehen. Ich weiß ja gar nicht, wie die Maschinen hier alle funktionieren. Also normalerweise... Wo ist denn der Teigkessel? Okay, Moment. Wo ist der Teigkessel? Wo ist der Teigkessel? Ich habe keinen Kessel. Das funktioniert dann doch gar nicht. Oder ist das komplette Ding der Teigkessel? Ernsthaft jetzt? Das wäre ein bisschen krass. Nee, also was ich suche ist ein großer silberner Bottich. Also quasi, ich hatte ja vorher so ein kleines Rührschüsselchen. Und jetzt brauche ich sowas hier. Ah, da ist sie. Ja. Ja, aber komm, guck dir das Ding an. Da passen 15 Kilo rein. Die trägst du doch nicht einfach so. So, das habe ich gesucht. Normalerweise sind da eigentlich Räder unten dran. Die stellst du dann hier hin. So. Okay, stellst du nicht hier hin. Normalerweise stellst du hier hin, ne? Messlöffelgröße. Guck. Stellst du hier hin und dann kannst du da das Wasser reinlaufen lassen und so. Und genauso hier stellst du da hin. Objekt erweitern. Was kann man hier noch erweitern? Nix kann man erweitern, weil ich Schüssel in der Hand habe. So, kann ich die Schüssel... Jetzt habe ich es aber. Ich meine, guck mal, da kommst du... Interessant. Da bin ich aber mal gespannt, wie das dann funktionieren soll. Wo ist denn mein Trockenbehälter? Jetzt läuft mir auch noch die Nase. Hey, ist es... Steht. So. Wir stellen sie mal hier hin, oder? Ne, dahin. So. Also, los geht's. Sorry, ich muss danach... Was sind wir denn gerade? Jetzt haben wir hier 2 Stunden 56. Das ist jetzt meine letzte Bestellung. Ich spiele es vielleicht irgendwann weiter. Aber ich brauche jetzt wirklich eine Pause. Meine Allergie ist gerade blöde. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich kriege die Krise. Das kann doch nicht sein, dass ich Mehl anguck und meine Allergie denkt, sie muss sich melden. So. Was machen wir denn? Meine Freundin guckt mich gerade so wehleidig an. Ja, es ist halt so. Altmodische Brotlaibe, Bauernbrote oder 30 Überraschungsmuffins. Ich mag ja die Muffins und vor allen Dingen geben die am meisten Geld. Wir haben ja jetzt einen gescheiten Ofen, wo man auch auf 180 Grad einstellen kann. So, erstmal angucken. So, was gibt's Feines? Oh, guck mal, ich kann hier ja dran gehen. Überraschungsmuffin, 30, Plural, One, Stücke. Beschreibung. Mein Schatz, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Also sagt die Oma. Ich habe deine Überraschungsmuffin versucht und mich in sie verliebt. Sie schmecken wie von meiner Oma gemacht. Das bringt so viele Erinnerungen zurück. Ich möchte, dass meine teuren Klienten die gleiche Freude und Glückseligkeit empfinden. Könntest du mir noch mehr backen? Sag mal. Ja, machen wir. Aber mach doch einfach selbst. Zeig mal her. Jeder liebt Überraschungen, wann immer es eine Party, ein Geschenk oder Essen ist. Keine Ahnung. Mit diesem Gedanken haben wir dieses außergewöhnliche Rezept gemacht. Wir wollen nur Kunden auf der ganzen Welt glücklich machen. Ja, sonst haben wir nichts zu tun. Was unsere kleine Formel so einzigartig macht, ist das Mischen von Rosinen mit den grundlegenden Backzutaten wie Weizenmehl, Milch, Eiern und Zucker. Okay, gut. Rosine. Rosine, 150 Gramm. Junge, das wird schwer. Das ist eine große Rosine. So, jetzt pass auf. Gut, ich brauche einen Kessel. Und dann brauche ich erstmal Mehl. Also... Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das da vonstatten gehen soll. Also was brauche ich denn? Alter! Oh nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst jetzt. Ich muss mit dieser kleinen Schüssel hier rumrennen und damit dann das Zeug hin und her tragen? Junge, hast du denn keine Rollen oder was? Oh, meine Nase läuft wie nix, hey, es ist nicht cool. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt halt so. Pass auf, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber das wäre voll dumm. Also, wir brauchen 750 Gramm Weizenmehl. Weizenmehl. 750.
Okay. Und jetzt? Kann ich jetzt irgendwie... Was muss ich denn machen? Nee. 750 Weizenmehl. Kann ich jetzt die Schüssel da drunter stellen? Wie groß ist die Schüssel? 4,8 Kilo. Also... Was will ich denn hiermit? Ernsthaft jetzt? Habe ich irgendwie was verpasst? Wo ist denn das? Wieso? Wo ist denn mein Zutatenregal? Da. Dann machen wir das halt so, aber ich habe noch keinen Rolldingsbums. Egal, machen wir das halt von Hand. So. 500 Gramm. 700. 750 Gramm. 60 Gramm Zucker. Das war nix. 60 Gramm Zucker. 300 Milliliter Milch. Milch. 100, 300. 150 Gramm Olivenöl. 150 Gramm Eier. Das wären... 60, scheiße. Geh mal weg. Nein. Ich will es loslassen. Okay, scheißegal. Ist zu spät. Wie viel habe ich jetzt drin? 60. Und ich brauche 150. Hier kriege ich nochmal 90. Und jetzt habe ich 60 drin. Okay, dann ist es ja doch einigermaßen richtig. So. Ich brauche noch eins. Komm her. So. Also, jetzt habe ich Eier 150. Hefe brauche ich 60 Gramm. Wo ist denn die Hefe? Da ist Hefe. 20, 40, 60. Und eine Rosine von 150 Gramm. Die war da drüben. Ich mach doch noch weiter die Wege. Rosine, Ingwer, Rosmarin, Vanille. Wo sind sie denn? Zimt, Knoblauchpulver, Ingwer, Rosmarin, Orangenschale, Mascarpone, Marmelade. Die Rosine. Steht die hier irgendwo? Ah. Rosine. 150 Gramm. So, jetzt haben wir alles. Jetzt kommt das schön in mein... Wo ist der Mixer? Da. So. Also ich meine, es ist auch ein bisschen zu wenig für das große Ding. Ah. Wie lang? 30 Sekunden. Der qualmt schon. Nee, das ist Mehl, schätze ich. Na, so. So, 30 bis 50 Sekunden. So, jetzt lassen wir es einfach runterlaufen. So, 30. Passt. So. Was wollen wir machen? Überraschungsmuffins. Ich habe die Förmchen vergessen. 30 Stück. Wo sind denn die Förmchen da hinten? 30 Stück. 6, 12, 18, 24, 30. Wo mache ich die hin? Wo ist mein Backblech? Ich habe das Backblech noch irgendwo hin. Steht noch nicht da, wo es hin soll. Das ist jetzt aber schlecht. Da hinten ist ein Backblech. Ich habe nur einen. Ah, da unten habe ich noch ein paar. Sag mal, kann man das da hier nicht wegschieben? Wer macht denn sowas? Na komm. Füllen wir gleich komplett auf. So. Das kommt dahin. Und das da kommt dahin. Ja, 3, 6, 12, 18. Ja, das reicht. Brauchen wir 2. Wo ist das Zeug? Ach, da hinten. Das wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich die Bleche hier hingestellt hätte. Ja, wäre vielleicht besser gewesen. Moment, ich mache gleich die Dinger rein. 17 Minuten, wir sind voll gut. Zack. Mach mal den Chat weg, der nervt mich. So. Dahin. So, eins noch. Ich habe vergessen, die Förmchen auf... Da kommst du her. Ja komm, du kannst natürlich auch gleich auffüllen, ist mir egal. Ein
bisschen umständlich gemacht, aber naja. So. Zack. Zack. Weiter geht's. So, jetzt hat die Schüssel nehmen. Das Zeug reinmachen. Und jetzt hat das da drüben auffüllen. Was war denn? Ach, das sind Eier. So, jetzt pass auf. 6, 12, 18, 24, 30. Wo ist mein Etagenofen? Ich habe noch gar keinen Etagenofen. Ach, Kacke. Ich kann's vergessen. Ich habe noch gar keinen Etagenofen. Eieiei. Ja, dann muss ich sie wohl hier rüber backen. Muss ich wieder ein bisschen aufpassen, ja. Wieso steht da die Kiste direkt vom Ofen? Was soll denn das jetzt? Geht nicht. Okay, so. Alles klar. Oh, schlimm hier, sorry, meine Nase läuft halt. Es tut mir leid, wirklich. Mehlallergie, mit Mehlallergie ist nicht zu spaßen. Ich habe hier jahrelang, eigentlich sogar mehr als 2 Jahrzehnte lang, wo ich Cortison und sowas nehmen musste, damit ich nicht krepiere. Ist halt wirklich so. Bin halt immer mit Maske in die Bäckerei gegangen. Bevor es cool war. Hab halt... Warte mal, 30 Sekunden. Wir müssen genau aufmachen. So. Und... Stell mal kurz da rein, das ist schon in Ordnung. Und hab halt Cortisonspray musste ich halt nehmen. Oh, ich mag das nicht. Die Idee, dass ich das da in den Ofen stelle. Da gehen doch die Förmchen kaputt, aber so muss ich so viel rumlaufen. Das macht man einfach nicht. Schau mal, wer hat denn diese Kiste da hingestellt? Das ist doch sinnlos. So. Okay. Ja, ich musste Cortisonspray nehmen. Ich habe zwei verschiedene Sorten von Asthmaspray gehabt. Einmal so ein Bronchienöffner. Also so ein Notfallspray quasi und einmal halt das mit Cortison sowas, was ich halt jahrzehntelang genommen habe. Ey, wie gesagt, irgendwann war es halt wirklich so, du gehst, ich habe gerade ein bisschen Zeit, kann man ein bisschen drüber labern, so. Ich hatte halt 6-Tage-Woche, Samstag war frei und du gehst halt samstags morgens, kommst du von der Bäckerei nach Hause, also ich hatte immer Nachtschicht oder halt die letzten 20 Jahre quasi, seit ich Mehlallergie hatte, hatte ich Nachtschicht und also Nachtschicht heißt, Arbeitsbeginn war, je nachdem, wo ich gearbeitet habe, zwischen 16 und 19 Uhr und du hast halt bis zwischen 3 und 5 Uhr morgens hast du halt gearbeitet, so. Und es war normalerweise so, ja, alles klar, hast ja Maske auf und sowas. Und gegen Donnerstag oder Freitag fangen dann die Augen an, rot zu werden und ein bisschen zu jucken. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist dir dann die Augen zu kratzen, weil du hast Mehl an den Fingern. Du bist in der Bäckerei, überall ist Mehl in der Luft. Egal, was du machst, es ist überall Mehl. Sie haben mich dann wohin gestellt, wo recht wenig Mehl ist, also es war eine größere Bäckerei mit 100 Leuten sowas. Und da war ich dann Kuchenbäcker, da sowas halt, da hatte ich, also ich war nicht bei den Brotmachern, die direkt mit Mehl in Berührung kamen, sowas, aber es ist trotzdem immer Mehl in der Luft gewesen, so. Und du hast also donnerstags, freitags, haben halt die Augen angefangen zu jucken, rote Augen gekriegt, ja, scheiß drauf, geht schon, Freitag irgendwie rumgekriegt, alles klar, Samstag hast du frei, kannst dich erholen, sonntags bist du auf Arbeit, fit und jung wie ein geiler Gott, nee, fit und geil wie ein junger Gott, ist genauso schlimm, egal, auf jeden Fall alles gut, ne. Aber es wurde halt mit der Zeit schlimmer mit meiner Luft. Das heißt, ich musste mehr Cortisonspray nehmen. Also normalerweise war es ein Hub vor und ein Hub nach der Arbeit. Das hat sich dann mal auf 2 Hub jeweils gesteigert, dann auf 3. Und dann war es auch so, dass der eine freie Tag, der hat nimmer gereicht, dass die roten Augen weggehen, dass das Jucken in den Augen weggeht, dass das Niesen weggeht. Das hat nicht mehr gereicht. Also es wurde halt einfach so immer schlimmer. Und irgendwann war es dann halt so, ich wurde halt nicht jünger. Wie gesagt, ich habe das 20 Jahre durchgezogen. Ich war 23 Jahre Bäcker, glaube ich, mit Lehrzeit, mit 3 Jahre Lehrzeit, 3 Jahre Lehrzeit, dann war ich 20 Jahre Bäcker so. Und es wurde dann halt so schlimm, dass ich dann halt gesagt habe, das geht nicht mehr. Ich hatte auch 2 Asthma-Anfälle, ich war ja von der BG, so ein Asthma-Seminar gemacht, wo du dann erklärt kriegst, wenn du keine Luft kriegst,
Ruhig bleiben, nicht in Panik verfallen. Denk an die Lippenbremse. Langsam einatmen, langsam ausatmen. Lippenbremse, also dieses, weißt du, dass du nicht so auf einmal schnell ausatmest, weil dann tust du hyperventilieren. Du kriegst halt keine Luft. Es ist wirklich, wie wenn du einen Strohhalm in Luft hast und darüber Luft holen musst. Und du kriegst das halt sowas von eingebläut, wie du dich zu verhalten hast, wenn du einen Asthmaanfall kriegst. Und dann kriegst du einen Asthmaanfall und du bist einfach nur wie so ein Fisch am Wasser oder nicht im Wasser, ein Fisch an Land. Du versuchst einfach nur in deiner Not irgendwie Luft zu kriegen. Und es ist schon noch im Hirn drin. Langsam, Lippenbremse, tralala. Das geht nicht. Dein Körper sagt, ist mir scheißegal, was du denkst, ich brauche Luft. Und dann sitzt du da. Es ist nicht cool. Es ist einfach nicht cool. Und nach dem zweiten Anfall habe ich dann halt gesagt, okay, es reicht. Wenn ich noch 5 Jahre länger mache, dann tragen die mich irgendwann in die Notaufnahme, wenn ich noch einen Anfall kriege oder so. Ich muss raus hier. Ich muss raus aus der Bäckerei. Und dann habe ich halt eine Umschulung gemacht. So, jetzt ist egal. In die Stadt bewegen. Fahr mal schön aus, oder? Zu der Oma. Die Oma kriegt von uns persönlich ihre Gebäckstücke, ihre Supermuffins oder wie das heißt. So, wo sind wir denn? Moment. Danke. So. Am Anfang blinkt dieses Ding. Verstehst du? Und wenn du die Karte aufmachst, wenn es gerade unsichtbar ist, siehst du es nicht auf der Karte. Wie dumm ist das denn? So. Okay. Also ich muss nach links, dann wieder nach links, dann hoch, dann ganz außen rum. Sorry, echt jetzt. Mein Hals fängt wieder an, Schleim zu produzieren. Es ist wirklich Mehlallergie von meinem Scheißkörper. So, also ich muss nach links, so weit wie geht, dann wieder nach links. Dann hoch, dann nach rechts, da drum. Und dann über der Brücke die nächste. So, also erstmal nach links. Es gibt jetzt was Längeres hier. Okay. Also erstmal nach links muss ich. Wie steuere ich so? Nach links muss ich, ja? Alter. Echt jetzt? Mach doch Platz, ich hab's doch eilig. Sorry. Also, Karte. Jetzt einfach geradeaus, so weit wie es geht. Modischer Ort. So weit wie es geht und bei der nächsten links. Weil es nicht mehr weitergeht. Dann nach rechts. Jetzt. Und dann ganz lange geradeaus. So einigermaßen geradeaus zumindest. Also hier jetzt halt nach rechts. Der Straße folgen. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Was ist das eigentlich für ein Bäckerauto? Du brauchst doch wenigstens so ein... Ja, es muss ja nicht direkt ein Sprinter oder so sein, aber so, keine Ahnung, ein Dacia Docker oder so. Irgendwas, wo du was reinladen kannst. Guck mal, da hast du wahrscheinlich sogar noch ein... Da muss ich rein. Ein Stufenheck oder so. Lass mal kurz gucken. Karte. Ich bin zu früh. Ich bin zu früh abgebogen. Zum Glück habe ich es noch gemerkt. Halt. Ich muss jetzt wenden. Lass mich doch mal durch da. Sonst gibt es Zanke. So, jetzt hat. Aber die nächste rechts. Ordentliche Gassen. So, mach bitte Platz. Ich hab's eilig. So, dann fahre ich jetzt die nächste links. Dieser Synthwave, der macht mich so rollig. Ich versteht das nicht. Seid froh. Jetzt gleich wieder links. Und jetzt wieder rechts. Ein lieblicher Bahnhof mit gemütlichen Gassen. Es ist nicht einfach hier zu lenken und auf die Karte dabei zu gucken. Böhmische Boulevards, ich verstehe nur Bahnhof. Ach nö. Nicht an die Lampe. Was ist denn das für eine seltsame Straße? Das hier. Mach doch Platz! Hup, hup.
Alter, ich hoffe, dass nicht irgendwann kommt, dass man das Auto mitbezahlen muss. Die Schäden am Auto, sonst habe ich verloren. Da komme ich auf keinen grünen Zweig, das kann ich jetzt schon sagen. So, bin hier einigermaßen richtig. Mach doch Platz, Junge! Hopp, ich hab's eilig! So, 97%, bam! Überraschungsmuffin, ja, das hat ordentlich Kohle gebracht. Weiter geht's. Komm, das reicht für ein Level 11, oder? Jawohl, reicht genau für Level 11. Sehr schön. Guck mal, in der Cornerbäckerei, Bakery, Alter, gibt's Rabatt. Würde es Rabatt geben. Das, ja. Und die Oma hat ein größeres Auto. Hoppala. Ja, das liegt auch an meiner Allergie. Da muss man immer aufstoßen. Okay, was gibt's denn? Noch ein Bauernbrot? Automatisches Auffüllen. Ja, super. Ich gehe mal zurück zur Bäckerei. Ich bin hier am Weinen, weißt du? Also, ja, also zuallererst mal, ich muss hier ordentlich besser vorbereiten. Ich bin hier am Weinen. Ich muss mit diesem kleinen, ich habe hier ein riesen Mehlsilo stehen, weißt du? Und ich kann es nicht nutzen. Hier sieht man das sogar. Das sieht halt wirklich so aus. Du hast das Ding da. Stell dir einfach vor, dass das... Hat das Rollen? Turbo-Modus? Nee. Dass das Ding da unten da dran gemacht ist. Also wie so ein kleiner Hubwagen, wo dieser Kessel da drauf ist. Und dann fährst du den einfach raus, fährst ihn dann da rein. Deshalb sieht das ja so aus. Und dann kannst du hier einfach... Flüssigkeit dazu, Öl, Wasser, was ist das, Milch oder so, keine Ahnung. Dann fährst du es raus, so, fährst es da drunter, tust dann da Mehl reinmachen. Das ist der Witz dahinter, deshalb sieht das so komisch aus. Ich mit meiner kleinen Schüssel, ich kann doch nicht die Schüssel dahin halten, dann kommt das Mehl da runtergeschossen oder was? Das geht doch nicht. Außerdem ist das, also für das, wo es Mehlsilo ist, da fehlt die Abdeckung. Ich meine, hier kommt ja dann das Mehl runter, das staubt doch hier wie Sau. Da kriege ich schon wieder Allergie hier. Alter, echt jetzt? Ich muss mal mit denen reden, wenn das die BG sieht. So. Automatisches Auffüllen kann man noch lassen, weil so weit sind wir noch nicht. Zuallererst mal brauche ich einen Etagenofen. Der kostet wie viel? 800, habe ich nicht. Da muss noch ein paar Brötchen backen. Ein paar kleine Brötchen, eigentlich große Brötchen backen. Damit ich... Oh, was passiert, wenn ich da drauf drücke, während der Ofen auf ist? Oh, wird's heiß neben mir. So, also reicht noch nicht ganz. Okay, gut. Oh, das war eine gute Cleave-Maschine. Hab's fast nicht benutzt. War teuer und jetzt steht sie rum. Geht ja nicht. So. Okay, Leute. Echt jetzt. Ich würde gerne noch stundenlang weitermachen. Werden wir vielleicht irgendwann mal wieder einen Livestream machen. Mal gucken, wann ich das nächste Mal frei habe oder so. Dann machen wir wieder einen Livestream, aber ich muss jetzt wirklich Pause machen. Ich muss wirklich meinem Hirn sagen oder meinem Körper, du bist nicht im Mehl, du bist nicht in der Bäckerei, du brauchst Hals, du brauchst keinen Schleim zu produzieren, Nase, du brauchst nicht zuzugehen, du brauchst nicht zu laufen, Augen brauchen nicht rot und Tränen zu werden. Es ist Wahnsinn, echt jetzt. Ich muss aufhören hier. Sonst kriege ich Allergie, es ist wirklich schlimm. Okay. Danke fürs Zugucken. Ich bedanke mich insbesondere bei meiner Schattenredaktion, die da heißt N.N. Kann ich nochmal einschalten hier? So. Und ja, ich mache irgendwann wahrscheinlich weiter. Also für das, wo ich dachte, dass das Spiel kacke ist es schon ziemlich gut. Muss man doch sagen. Es wird halt nicht genug erklärt. Wie zum Beispiel, ich gehe stark davon aus, dass Menschen, die noch nie in einer Bäckerei und vor allen Dingen nicht in einer größeren Bäckerei, also die da noch nie gearbeitet haben, dass die keine Ahnung haben, wie das hier funktionieren soll. Lösung? Gar nicht im Moment. Ich brauche hier einen Kessel, einen gescheiten, der rollt. Nun ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt hier ein bisschen vorbereiten für den nächsten Livestream oder so. Da liegen auch Bleche. Ich finde das immer noch seltsam, dass die ihr Zeugs nicht im Ofen backen, sondern auf Backblechen. Also ja, natürlich machst du Sachen auf Backbleche, gerade so, Süßgebäck.
ne, Apfeltaschen und so. Die machst du natürlich auf ein gut geöltes Blech oder mit Backpapier oder sowas und machst die in den Ofen, das ist klar. Aber Brote machst du doch nicht auf dem Backblech. Du willst doch sogar, guck mal, das ist sogar ein Holzofen, schätze ich. Du willst doch, dass das Ding ein bisschen nach Holzofen schmeckt, das Holzofenbrot ist. Ist ja auch egal. So Leute, ich suche mir jetzt noch einen schönen Punkt, wo ich hier meine Bäckerei angucken kann und stolz sein kann, was ich bisher geschafft habe. Ofen muss drin sein. So. Das sieht doch gut aus, oder? Das ist ein schönes Endbild. Danke fürs Zugucken. Irgendwann machen wir noch einen Stream. Ich kann euch nicht sagen, wann. Ich werde ihn diesmal auch wahrscheinlich dann einen Tag oder so vorher ankündigen. Das ging ja diesmal nicht, weil das war so eine Kurzschlusshandlung. Meine Freundin hat das Spiel gekauft, hat gesagt, hier, guck mal, ich sag, ist das Kacke? Das will ich mal anzocken, mal gucken, wie kacke es ist. Es ist sehr gut. Danke. Also echt, das Spiel ist so gut, dass meine Allergie wieder zum Vorschein kommt. Danke. Tschüss. So.